Hallo, habe ich hier eben so, schauen wir, ob da irgendwas geht. Jetzt warten wir mal, bis ich mich selber her. Jetzt warten wir mal mir, bis ich kann halt nicht so schmerzen wie normal Schmerz. So, ich höre mich selber, so, servus, grüß Gott, habe übrigens, eins Bürger an einem Mickermisch bei meiner weiteren Runde. Faster sehen, Leid, hab ich gehört. So schaut's aus. So, wenn ich mich heute ein wenig nasal her, so Pralinsquad-mäßig, habe ich heute was mitgebracht. Pass auf. Bin schwanger. Wie der Hurensohn. Denkt habe ich mir's ja gleich. So schaut's aus. Als hätte ich vom Saufer schon jemals Schüttelfrost und Fieber gekriegt. Ja, genau, Alter. Klasse! Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen, solange ich noch schmerzen kann. Habe die Ehre an den Flash, an den Maimack, an den Prox, an den Super, an den Meskalin, an den Harry Gersack, an den Dominik, an den Zippikul, an den Karwendelgeist, was auch immer das ist, weiß ich nicht. An den Wager, an den Bamban, an den Fuzzy Junior, an den YBO. Ich bin aber verwirrt. Kannst du nicht auf Twitch mal YBO nennen? Finally, so 3 Jahre später. Das war echt. Ich bin ein Rasen. Lebenssepp schon wieder. Was ist da los? Oh, der Bürger ist fit. Nein. Eigentlich nicht. Hashtag Ründinger Schlusspreis. Im ersten wieder 1,50. Jetzt geht das schon wieder los. Nein, Schluss, aus. Dumm's auf Sepp. Merci dir. Ja, ich glaube, ihr habt alle einen falschen Monat angezeigt irgendwie. Bei mir steht ja nämlich 16. Du sagst, es sind schon wieder 13 Monate. Bei mir steht 16. Also irgendwas ist da auf alle Fälle kaputt. Einigen wir uns auf 14, okay? So, aber du merkst, ich merke was, du jetzt nicht oben. Ein bisschen, das Näschen ist ein bisschen rotzig. Mir ist ein wenig heiß. Bandelgrauen! Oh, wer steht denn da? Wo ist er denn da gerade? Bandelgrauen, Sepp, merci dir! So, Schluss jetzt, nicht mehr so viel tröten. Aber ich hab keinen Schell bei mir. Kreuzweh ist auch Welten besser geworden. Aber ich bin also ein bisschen schwitzert. Ich mag jetzt nicht sagen, ich hab Fieber. Nein, aber ganz fit bin ich halt nicht. Glaube ich, wird mir heute auch ein wenig lernen. Da kommt aber faster, wenn Leute kommt. Absolut perfekt, sag ich dir ganz ehrlich. Gemütlich Spei, wunderschön. Mein Kruzifix. Ich muss es einfach ignorieren. Ja, das war die beste Invention YouTube jemals, dass Mitglieder jedes Mal einen Scheiß da noch mit triggern können. Das ist richtig gut ausdenkt, das One YouTube. Richtig gutes Zeug. Mein Mike Opa, merci. Was schreibt er? Der Member retriggert, sagt sie die richtige Zeit erst dann, wann man es abschickt. Was, den verstehen, dem kann ich heute nicht folgen, sag ich dir, was ist. Ja, und nochmal, ich weiß nicht. Auf der Bierbing steht der wenigstens wird es nicht angezeigt. Schluss jetzt, Wolf! Erstens gute Besserung, merci. Zweitens, quasi Counter FTL 52, Factorio 160. In Factorio haben wir echt 100. Der Preis! Auf der Bierbing steht der kleine Psoffener. Der sitzt beim Herr Preis wollte die erste neue Mitgliedschaft an diesem Tag. Da sage ich merci. Die alten. Herr Preis, welcome to the squad. Merci dir. Viking Sepp, merci für dein Drilling. Bürger, ich kann halt nicht. Nimmst du weiß. Du Bürger, ich kann halt nicht. Nimmst du weiß Geld, gell? Ja, passt. Okay, bye. Auf der Bierbing steht der kleine Psoffener. Kann mir jemand sagen, ob man das ausschalten kann? Merci. Kai, merci. 16 Monate richtig hoffe ich, weil YouTube Leih 13 sagt und gute Besserung. Was? 16 Monate richtig hoffe ich, weil YT Leih 13 sag und gute Besserung. Was? Kai, ich verstehe gar nicht. Ich weiß nicht, was soll ich wieder. Was ein Monat?
Was Monet? Moneten, Munition. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der sitzt Dann beim machen wir wieder stabile Seitenlage. Vollbiss. Weil dieser scheiß Greenscreen hängt schon wieder am Stuhl fest, die Kotzgeil! Diesem Scheißklump! So, stabile Stabi. So, machen wir wieder so, okay? Okay, bye. Okay, bye. Weiter kommen wir nicht rein, dann stirbe ich. So, das ist. So. Ich bin aber weit besser dran wie am Montag, gell? Senile Seitenlage. Du Volldepp. Das ist stabile Seidenwaage. Sonntagsepp, ich will auch Grüße aus Franken, quasi 1000. Merci dir, Kalb, merci, Geibeffe, merci, Rest, merci. So, jetzt bei so Wacht. Jetzt sind wir da. Ja, also nochmal, für alle, die vielleicht gerade zuhören, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass an mir heute ist kein Mensch nicht da, Alter. Draußen hat es 30 verfickte Grad. Ich sag's euch auch, ich bin halt weniger gern da als sonst. Ich sag's euch, wie es ist. Aber es hilft ja nicht, ich kann nicht den ganzen Tag meine Streams absagen, gerade weil ich ein wenig ein Gripperl habe. Ein wenig ein Gripperl, ja, ein wenig ein Nasal, ein wenig ein weißt du eh. Also okay, das ist mir wurscht, das hilft ja sowieso auch nicht. 2 Wochen noch. 2 Wochen noch, dann ist Urlaub, Alter. Brudi, dann ist erst mir eine Woche lang eine Ruhe, das ist gut für mich. Das ist auf alle Fälle gut für mich. Für euch wahrscheinlich auch, dann ist einmal eine Woche lang Bürgerruhe. Was ist mit mir jetzt deren? Wir fangen mal jetzt so. Also, da kommt der Franzen wieder und flippt wieder aus. Mein Franzen, was tust du denn? Schimpft. Wie lange dauert das eigentlich, bis da die Donation auftaucht, bis die dann da herin getriggert wird? Das ist ein bisschen. Nächsten Mittwoch ist Open End Stream, habe ich gehört, weil Donnerstag ein Feiertag ist. Das habe ich nicht gehört. Franzen! Ich weiß auch nicht. Sabine. Der Bürger schimpft net OWI. Schenna Grias aus Freyung. Franzen, schöne Grüße aus Landau, merci dir. Srim 88, merci für den Drilling. Bester Typ. Das war halt nicht. Die Woche nicht. Die Woche, ich sag das, was ist diese Woche schwierig, einfach weil ich einfach krank bin. Ich hab mir doch gedacht, dass ich krank bin. Ich bin ja nicht behindert. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen einem Cola und krank sein ist. Aber der Sonntag hat keinen Spaß gemacht, das sage ich euch gleich schon. Der hat keinen Spaß gemacht. Aber da war halt auch stabile Seitenlage vom Weinfest dabei. Muss man dazu sagen. Muss man dazu sagen, war nicht ganz einfach. Weil ja fast gestorben. Also fast nur. Mich würde es ja interessieren, weil jetzt halt, außer es bricht in den nächsten 2-3 Tagen Vollgas aus. Ja? Und ich bin total im Arsch. Dann lass es euch auch ein bisschen im Discord. Aber was es ist. Sabines Scheidenwaage. Er hat's lauter kaputt. Ja. Schluss jetzt. Herr Sondermeier. Gute Besserung. Ist jetzt da der Bürger positiv oder ist es Corona-Bürgertief? Das ist gut. Das ist wie das Wasser. Wenn ich ins Wasser gehe, dann wird ich nicht nass, sondern das Wasser wird Bürger. Verstehst? Ohrkatzel. Heute sind 2 Caps und der Squat-Pulli gekommen. Sau geil. Mit der Ohrkatzel, das freut mich. Ich hoffe, es passt. Warum du allerdings jetzt gerade einen Pulli bestellst in dieser Jahr, das weiß ich nicht. Aber du wirst es schon machen. Merci dir. Bürger bekommt keine Donation, die Donation bekommen Bürger. Ich bin ein Grabensprenger. Der Mooskrug mit O. Der Mama ist so fett, die braucht eine Scheidenwaage. Der Mama ist so fett, die steigt aus beiden Seiten vom Bett aus. Ich bin ein So, ja, ist gehört jetzt. Sonntag, Grüntag. Was? Senine Peillage am Sonntag. Ist schon wieder Weihnachten. Was willst du jetzt mit der Krippen? Was? Was? Cyberfox, merci. Gute und vor ihm schnelle Besserung. Mein lieber H1 und macht den Covid-Boss fertig. Du, bis jetzt feit nichts. Ich glaube, das Schlimmer habe ich ausgesessen. Schlimmer war Sonntag und Montag. Montag war auch nicht ganz einfach. Da, wenn ich keine Ibus nicht gefressen hätte, was ist, dann hätte ich mich nicht hersetzen können. Was wir mir jetzt deren, jetzt ist einmal eine Ruhe. Jetzt machen wir da mit dem Donation Sound neue Regelung. Die machen wir einfach ultra leise und nicht ganz aus. So, wunderschön. Wir starten mal. Faster than light für die Leute. Irgendjemand hat noch gefragt, wann kämen Cup in? Das werde ich ein paar Mal öfter noch sagen müssen, fürchte ich, weil nicht immer jeder da ist, das ist eh klar. Cup-In kämen voraussichtlich in ungefähr 2 Monaten. Mitte Juli kämen nochmal welche. Ich lasse euch das natürlich wissen. Ausnahmsweise werde ich dann einfach nur ein kurzes, einminütiges Video machen mit da haben sie wieder, da Link, macht's den Bavarian Cap Server kaputt, macht's meinen Server aber zuerst kaputt, das ist immer das Allerwichtigste. Vor allem alle, die sich da drin vorregistriert haben bei Bavarian Caps. Ihr könnt die auch bei mir bestellen, da mich freuen. Sag ich euch, was ist.
So, wo ist jetzt Faster Than Light? Die findest du mal am Desktop. Mach auf jetzt. Bitte, was so spät ist, ich brauch 2. Ja, hab ich mir auch die. Ich hab mir das auch anders vorgestellt. Ich sag das, was es ist, aber ich kann nicht auch nicht zaubern. Was sind wir? Kann ich nicht zaubern, Alter. Ah, die muss auch, das kleine chinesische Fußballteam, die im Keller und die kann auch nicht. So, oh, jetzt die schöne Musik. Hat ganz kurz am Anfang ein bisschen was von Minecraft. Bisschen. Geil, wie Sepp. Buonasera, Don Bürgerone, alter Strazionist, sind wir auf den C-Sepp gefallen, alles im Presto Amico, grazie bello, alles klar. Ich habe kein Wort verstanden, aber ja. Ist das okay? Jetzt wird er 1,50 gehen. Tobi, zuerst Bürger, let's fetz. Okay, let's go. Tobi, mir jetzt wieder ein Zwickel. So, wo sind wir denn? Warum bin ich da mitten im Battle, Alter? Kann ich das schon sagen? Da. Zwecks hier, Faster Than Light. Wer da letztes Mal nicht. Ich habe jetzt 2 Wochen nicht spielen können. Das war ein bisschen behindert. So, habe ich aber auch nicht mitgekriegt. Ich habe nicht gewusst, dass man da nicht mehrere Spiele gleichzeitig starten kann. Wir haben natürlich, wer jetzt da nicht mitgekommen ist oder wer letztes Mal nicht dabei war und nicht weiß, wie das Spiel funktioniert, ist schlecht für dich. Wir müssen heute ein wenig Gas geben. Jetzt drücken wir mal auf Fortfahren und checken wir mal die Lage. So, Phase 1 für alle, die nicht dabei waren. Lasst euch ja nicht von der Grafik abschrecken, weil wer da schon sagt, schaut scheiße aus, der ist ein geistig Behindert. Keine Ahnung auch von irgendwas. Ich habe auf alle Fälle haufenweise Leute danach oh, leck, Alter, haben wir brutal. Wir haben 2 6 Schuss, haben wir mir nicht. Oh, leck, was haben wir alles? Wir haben voll brutal. Gib dir, Brudi. Ein 6er Laser, 2 Stück, Alter. Und wenn mich nicht alles täuscht, jetzt bei 8 haben wir mir nicht auch. Oh, schau, da ist unsere Crew. Wir haben noch Platz für 2 Crewmember, die werden wir mitnehmen, wenn wir es finden. Haben wir ein Wölfchen, dann haben wir einen Danny, weiß ich auch noch, einen Wulfric, der hat sich eingekauft, das weiß ich auch noch. Dann haben wir einen Sprengi, dann haben wir einen Flash und einen Karl. Der Karl heißt einfach Karl, weil Karl. Ja, stabile Karl-Lage. Der Super Thick Laser 2. Mr. Sprengi, du hast es erkannt. Wir haben ein Stereo Super Thick Laser 2. Alter, wir haben voll brutal. So, und dann haben wir da auch noch was. Wir haben einen Schrottbergungsarm, okay. Ermöglicht dem Schiff von jeder Quelle 10% mehr Schrott einzusammeln, okay. Und vor allem der da, der ist so stark, der scheiß Waffenfortzünder. Waffen stehen nach einem Sprung sofort zur Verfügung. Alter, wir haben einen unzerstörbar. Ich sag das, was es ist. Der Boss ist so gut wie tot. Aber dafür müssen wir ein bisschen Gas geben. Jetzt schauen wir mal, wo wir sind. Da haben wir in irgendeinem Sektor, nächster Sektor. Ja, wir haben gut in der Mitte. Also letztes Mal haben wir ganze 2 Systeme geschafft. Ich versuche heute ein bisschen kompakter zu erklären, was ich da tue. Wird wahrscheinlich schwierig. Ich weiß, ich kenne natürlich die, wie soll ich sagen, die Gebiete nicht. Ja? Manche kennen das so hart auswendig. Mantis Heimatwelten oder ins Felis-Gebiet. Was da was ist, keine Ahnung. Und wo da was droppen kann und passieren kann mit einer hehren Wahrscheinlichkeit und so weiter. Das weiß ich nicht auswendig. Aber mein Plan ist, dass wir da oben durch die grünen Gebiete dann gehen und auf keinen Fall da herunten durch die scheiß Nebel. Weil der scheiß Nebel stinkt nach Affenarsch. So, es geht weiter. Mantis Heimatwelten, los geht's. So, also wir springen da quasi durch die Systeme durch. Da lese ich vor. Du erreichst einen kaum... Was ist denn da schon wieder gewesen eigentlich? Mr. FBI, mehr für den Zwickel. Sie planen doch nicht Ihren Boss zum Ermorden, oder? Möglich ist alles. Wir haben ja keinen Nebelscheinwerfer. Sprengi. Aber dafür haben wir 2 super Fick-Laser, Alter. SFL2. Du erreichst einen kaum... Merci für den Zwickel, FBI. Du erreichst einen kaum kartografierten Teil des Weltraums, in dem die Mantis leben sollen. Vergewissere dich, dass die Panzerung deiner Schiffshülle intakt und genug Treibstoff an Bord ist, um es durch diesen Sektor zu schaffen. Das heißt, kriegt man da keinen Treibstoff mit da, oder was? Naja, das werden wir ja ziemlich schnell herausfinden. Ja, da haben wir einen Haufen Systeme, da ist unser Ausgang, da müssen wir uns aufbewegen. Bei jedem Sprung verbrauchen wir wieder herum einen Sauerstoff, einen Treibstoff und es passiert irgendwas. Ja, Kampf oder irgendein Event oder sonst irgendwas. Und da jetzt hier mal sagen, wir springen einmal da oben, da hier, dann da auf und dann straight da irgendwo umeinander. Weil von da können wir sowieso nicht mehr auf, müssen wir uns sowieso da irgendwo durchbewegen. So viele Sprünge mitnehmen, wie es geht, das sagt ich. Mantis ist gleich Eindringlinge an Bord. Oh ja, stimmt. Du wirst sofort von einem beeindruckend aussehenden Mantis-Schiff gerufen. Ihr Schiff wäre ein netter Fang. Machen Sie sich bereit für den Kampf. Okay. Bevor wir jetzt da auf Start drücken, schauen wir erstmal, was die haben. Die Besonderheit von Mantis ist, die haben ziemlich stark im Nahkampf. Darum haben die so einen kleinen Teleporter und die teleportieren sie jetzt in unser Schiff ein. Und gegen die müssen wir kämpfen. Oder wir müssen es da sticken lassen. Was? Baut ein Waffensystem um einen Punkt aus, dann kannst den
Artemis auch noch online schalten. Den brauche ich nicht. Sag ich dir, wie es ist. Das machen wir jetzt nämlich ganz einfach so. So, stopp. Schluss jetzt! Matthias, was ist da los? Merci dir! Der Birger wollte mich fragen, ob du unser kleines Dankeschön, Gratulationsvideo zu dem 5-Jährigen bekommen hast. Und ja, ist mir zugeschickt worden. Habe ich gesehen. Habe ich bloß noch weder drauf reagiert, noch irgendwas. Ich bedanke mich vielmals. Das nächste Mal, wenn ihr sowas vorhabt, müsst ihr schneller sein. Und nicht einen Tag vorher. Da habe ich so verloren müssen. Aber ist wurscht. Mr. Matthiasen, grüße den Squad von mir, Bussi aufs Nussi und merci für eure Glückwünsche. So, Schluss, aus jetzt. Jetzt pass auf, was wir jetzt lernen. Wir schießen mal sofort, die haben 2 Schildpunkte, ja? Also die Schiffe werden jetzt langsam auch stärker. Wir haben aber sofort unsere 2 Laser ready. Das heißt, den schießen wir sofort einmal daher und einmal daher. Was hat er so zum Schießen? Ja, einen einfachen Heavy Laser, der kommt aber nicht durch unser Schädel durch. Und das ist irgendein Strahlenlaser, der kommt auch nicht durch. Das heißt einfach Vollgas auf den Teleporter und hoffen wir, dass die Schuss schnell genug ankommen, bevor er sich teleportiert, weil er, seht ihr meinen Mauszeiger? Ja. Der ist schon auf dem Weg da oben und möchte sich teleportieren. Wenn nicht, dann schlagen wir ihn einfach zusammen. Ist schon zu spät. Ist schon zu spät. So, den lassen wir der Sticker schon hin. Schau dir noch. Schau dir noch. So, die zweiten Schuss gehen einmal straight aufs Schädel. Weil der sowieso nicht durchkommt. Da ist er schon über die Hiebe, bevor der überhaupt durchkommt. Oh, du fängst einen weiteren Funkspruch des gegnerischen Schiffs auf. Ach was, vergessen wir das hier. Rückzug! Sieht so aus, als wollten sie sich aus dem Staub machen. Na, das glaube ich nicht, Freunde der Sonne. Na, da brennt sie erst einmal im Ding. Jetzt schießt man dann ins Cockpit rein, dann ist gleich Ruhe. Was ist denn mit ihm da? Wieso teleportiert sich denn der nicht heim? Stirb jetzt einmal, du Sau. Ja, ist er schon hier. Hat sich schon erledigt. So, jetzt machen wir die Türen wieder zu. Wenn da so Streifen drin haben, dann heißt, da ist kein, also kommt von außen halt, wird der Sauerstoff abgezogen und an dem stirbt er halt. Stirbt er halt. Aber haben wir souverän. Alter, wir haben es so stark. Das ist so OP, was wir wieder haben, dass die 2-3 Schusslaser da instant ready sind am Anfang. Das ist völlig lächerlich. So, was haben wir gekriegt? 3 Treibstoff, passt, 1 Raketen und 31 Scrap Metal. Die können wir brauchen, jawohl. Oh, dann haben wir direkt einen Shop da. Da würde ich sagen, springen wir noch einmal da auf oder kommen wir von da? Nein. Einmal da auf, daher und dann auf zu. Ja, das schaut gut aus. Ah, müssen wir ein paar Meter machen, damit da was vorwärts geht. Was haben wir da? Hier gibt es nichts außer Weltraumschrott und unbewohnbare Planetoiden. Ja, dann nimm mir den Weltraumschrott mit, du Penner. Oh, Notfall. Das werden wir ums Arschlecken wahrscheinlich nicht schaffen, so viele Sprünge, dass wir dann da so ums Eck fliegen. Ja, fliegen wir. Wir brauchen ein bisschen Scrap, brauchen wir noch. Wenn es ist, dann müssen wir direkt aufspringen. Ja, nimm's mit, weil's wurscht ist, Alter. Weil's wurscht ist. Oh, du stößt auf eine Asteroiden-Bergbaukolonie. Sie rufen dich. Hallo, unsere Vorräte an Sprengstoff sind aufgebraucht und die Rebellen blockieren dieses System. Haben Sie zufällig etwas Sprengstoff übrig? Raketenwaffe anbieten, Ihr Problem mit einer Rakete zu lösen. Ihnen 5 geforderten Raketen überlassen. Ja, Raketenwaffe, immer blau nehmen. Ja, das sind optionale Möglichkeiten, die nur dann auftauchen, wenn du einen Raketenwerfer an Bord hast, was du nicht immer in jedem Durchgang hast. Ich weiß Ihr Angebot zu schätzen, allerdings gelten hier für den Umgang mit Sprengstoff am Arbeitsplatz gewisse Regeln. Eine Rakete in unsere Mine zu feuern, würde ich nicht unbedingt als Gewerkschaft... Das haben wir doch schon einmal gehört! Ja, wie Joglung! Dann nimm meine 5 Raketen, du Penner! Reaktor verbessert um 1. Hat sich das rentiert? Hat sich das ausgezahlt? Ich weiß es nicht. Hat sich das... Weiß ich nicht auswendig, wie viel Raketen normal kostet. Und ein Reaktor wahrscheinlich... hat sie sich nicht ausgezahlt. Aber egal. Ja, gut, hilft nicht. So, jetzt halt. Ab zum Shop. Für 67 Scrap kriegen wir nicht recht viel, aber schauen wir mal. Da brauchen wir ja Mantis Handelsposten. Gibt es immer wieder mal und da kann man dann anfangen zum Einkaufen. Die Frage ist jetzt, was kauft man da? Eine Drohnensteuerung, die können wir uns nicht leisten. Der Cloak war noch stark. Der Cloak war noch sehr stark. Auf den müssen wir eigentlich sparen. Was haben wir zum Verkaufen? Die scheiß Artemis-Raketenwerfer-Kacke, die braucht man eigentlich auch nicht, wenn du mich fragst. Aber lassen wir es einmal da so als Notfallding gegen einen Boss am Schluss. Ich weiß nicht, was man noch ins Waffensystem ein. Also, ich darf halt einen super Ficklaser nochmal einbauen. Das da die feiern. Sag ich dir, was ist. Was haben wir da? Oh. Wolfric! Was ist da los? Habe FTL fast geschafft. Bin in der letzten Phase des Bosses verreckt. Der Penner hatte nur noch 2 Leben. Das ist bitter. Aber Wolfric, ich zeig dir heute, wie es funktioniert. Sollen wir uns. Ich weiß es auch nicht, wir brauchen eigentlich kein Crewmitglied mehr.
Was wir auf alle Fälle mal tun könnten, ist einmal die Treibstoffe da zusammenkaufen. Reparieren brauchen wir nicht, das ist einmal total wurscht. Ja, kriegen wir nicht mehr raus. Sag ich dir, was ist? Können wir nichts brauchen. Du, der Vincent. Ist da irgendjemand, der irgendwie. Oh, jemand, der das Schädel komplett ausbaut. Oh. Hat keine Raketen, ist richtig. Momentan habe ich keine Raketen. Aber ist ja wurscht. Ein Floschi. Was ist mit dem Floschi? Was kann unser Schildsepp? Was kann der Karl? Karl, was kannst du? Karl, du bist doch noch nicht mehr auf Stufe 1. Das ist ein Wahnsinn. Karl, was der man mit dir? Soll man einen Floschi kaufen? Ich weiß nicht, nimm einen Floschi mit. Was sagst du? Floschi, ja, nein? Ab in den Chat. Was ist mit dem Floschi? Was ist mit dem Chat eigentlich? Total tot. Hallo, ist überhaupt jemand da? Der Leihrerbruder sagt ja. Was sagt der? Da, nimm das Floschi. Kauft mir einen Floschi, weil es wurscht ist. Du einen Floschi her. Gibst du uns einen Floschi, nimmst einen Floschi, den stellen wir ins Schädel rein. Aber was tun wir mit dem Karl? Karl! Karl, wo gehst du hin? Was lässt man an Karl da? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Da ist er so weit hinten. Da ist er. Stellen wir zentral ins Schiff. Stellen wir zentral ins Schiff. Und wenn es da invaden, können wir da umschicken. Und wenn da was brennt, können wir da umschicken. So, jetzt brauchen wir noch einen Namen. Wer ist der Erste, der geschrieben hat? Ja. Wer ist der Leihrerbruder? So, der Floschi. Press F für den Floschi. Den müssen wir jetzt umnehmen. Das hilft uns alles nichts. Was ist da? Nee. Da. So, Floschi. Das wird der Leirer. Der Leirer. So, Floschi. Hat er sich ausgefloscht. Leirer. So schaut's aus. Damit wir immer einen schönen Bezug haben. So, passt. So, weiter geht's. Jetzt springen wir da her. Jetzt pass auf, da muss ich messen. 1, 2, 3. Ja, kannst du ums Arschlecker hingehen. Und von da dann da. Ja, probieren wir es. No risk, no fun, sagt er eh. Werden wir vor dem Boss schon verrecken, werden wir sehen. Oh, Aubetzwag. Du entdeckst ein kleines Rebellenschiff in der Nähe. Es scheint für den Transport umgebaut worden zu sein. Es scheint dich und dein Schiff nicht angreifen zu wollen. Die Übergabe ihrer Waren verlangt, das Schiff meiden. Her mit deinem Schund! Okay, was hat der? Oh, die hat Raketen. Der Drehhammer oder Raketen müssen wir sofort aufs Waffensystem schießen. So, sie wollen anscheinend nicht kämpfen, sie versuchen zu entkommen. Ja, so nicht, Freunde der Sonne. 1, 2, peng, peng. Da ist schon Schluss. Die zweite Salve geht einmal straight ins Cockpit. Straight ins Cockpit. Schneller aufladen. Piu, piu, piu. Ja, da ist schon 10. Nein, nicht mit der Raketenschießen. Pfui. Nein, nicht. Aus. Keinen Schaden kriegen. Nein. Verfehlen. Einen Schaden haben wir gekriegt. So, dass die. 50 Scrap Metal haben wir da gekriegt. Die hätten wir vorher brauchen können. Kruzifix. Da haben 2 Notfälle. Jetzt springen wir mal da rauf. Nehmen wir beide Notfälle mit. Na, Sonne schlecht. Sonne. Eindringlich an Bord. Die 2 lässt man da sticken. Und die lässt man einer. Schickt man Karl daher und dann schlägt man. Wieso geht da die Tier einfach auf? Ach fuck, weil ich einfach die Tieren. Ach, dumm, Birger. Dumm. So, schlägern. Ausgeschlägert wird's! Das Dumme ist, dass es jetzt dann auch noch zum Brennen anfängt. Also die Sterne wird fliegen, Shahi. Shahi, wer kämpft da? Der Flash. Danny. Schaut schon gut aus. Shahi. Easy, macht's den einer fertig. Indem wir jetzt nochmal da ins Heilzentrum rein. Oh, das Heilzentrum ist nicht eingeschaltet. So, alle da rein. Ja, wir müssen weg. Kinder, wir müssen weg. Ja, jetzt brennt's gleich, ich weiß aber wir müssen uns zuerst einigermaßen heilen. Schissel. Sprengi, du musst löschen. Löschen! Leira. Der Leira ist unser Schildkommandant. Du gehst wieder da auf, der Karl bleibt da, das bleibt da. So. Gehst du rein und heilst die. Das die mal löschen. Jetzt Sprengi, löschen mal schneller! Sprengi, löschen! Steht da. Wer ist da schon wieder? Unreal, got it! Habe die Ehre, Christa Straubing. Oh, Straubing ist nicht so weit weg. Alter, 37 Monate, bist du komplett bescheuert. Bussi aufs Nussi, merci für die Mitgliedschaft. Grüß nach Straubing. So, wir schauen mal aus. Ich muss jetzt da mal die Positionen speichern, weil sonst kennen wir überhaupt nicht mehr aus. So, aktuelle Crew-Position speichern. So, und weiterspringen. Ab zum Notfall und weg da. In so Sonnensysteme, da fängt einfach spontan nach einer Zeit, es zeigt zum
zum Brenner, das ist eigentlich gar nicht so geil. Ich weiß gar nicht, ob das einen Schaden macht, ich glaube schon. Also jetzt ausgebrochene Feuer macht automatisch einen Schaden und je länger das brennt, macht es immer mehr Schaden. Als du die Quelle des Notsignals erreichst, ruft dich ein Zivilschiff. Danke, dass Sie uns zu Hilfe gekommen sind. Unsere FTL-Navigation spielt verrückt, sodass wir es nicht mal zum nächsten Reparaturdepot schaffen. Können Sie uns dorthin führen? Sie zum Ziel führen! Auftrag wurde im nächsten Sektor markiert. Bin gespannt, ob wir das schaffen. Kriegen wir 25 Scrap. Okay, passt. Springen wir daher, dann daher. Ah, das wird knapp. Dann daher. Ja, das kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Weitergesprungen. Muss ich vielleicht auch kurz mal erklären. Au, ist schon wieder Schlägerei. Du empfängst eine Übertragung. Tut uns leid, dass nichts Persönliches, aber wir haben unsere Befehle. Die Waffen des Schiffs wurden aktiviert. Und da die sagen, oh, der hat einen Doppellaser, der kann durchkommen. Gell? Schießt mir die Waffen zusammen. Schießt mir mal die Waffen zusammen und schießt mir das Schädel zusammen. Ist schon Schluss. Ist schon Schluss. Das ist so OP. Ah, was ist das? Was? Was wollen Sie? Gibt's mal. Das ist einfach eine Roboterin, die hat mir einen Sauerstoff zusammengehauen. Du Penner! Angebot annehmen. Dein Mann nimmt das Angebot an. So, schieß mit denen seine Drohnenscheiße da zusammen, weil sonst kriege ich einen Vogel. Alter, die haben voll stark, der Scheißroboter. Der kämpft gegen 2 und da ist ein Mantis dabei, der im Ah, Karl! Karl! Nicht sterben! Was ist jetzt mit der Drohne? Ist die jetzt außer Gefecht oder was? Ja, und jetzt haben wir doch 14 Scrap, einen Treibstoff und ein Drohnenteil. Drohnenteile brauchen wir nicht. Aber wir müssen reparieren. Sprengen, du musst reparieren! Schnell! Oh mein Gott, ihr verreckt beide da drin. Müssen wir uns wieder heilen. Müssen wir uns wieder heilen, dann nehmen wir die 2 und auf geht's. Müssen wir reparieren? Alter, wir schnell verlieren unsere Leute da drin an Ding. Das ist ein Wahnsinn. Sprenge, wieder auf Posten. Karl, heilen. Karl, das tötet Gegner. So, haben jetzt alle voll heilen. Was mit dem Sprengi? Sprengi, du bist nicht voll geheilt. So geht's natürlich nicht. Das ist auch klar. Na, ist irgendwas kaputt, weil langsam unser Ding da aus. Oh. Müssen wir einen Strom geben. Ich hätte fast vergessen, dass ich unserem Sauerstoffgenerator wieder einen Strom gebe. Warte mal, der stickt dreckig. Das ist natürlich nichts. Was mit dem Flash? Flash, heil dich mal sauber. So, passt. Was ist mit dem Flash? Wieso ist der gelb? Wieso ist der Flash gelb? Ist das überhaupt der Flash? Ja. Flash, heil dich. Wieso wird denn der nicht mehr voll? Was ist das? Ah, darum. Jetzt haben wir beieinander. Entschuldigung, ich war leicht, was? Basics upgraden. O2 und Türen. Alter, man upgrade doch nicht einen O2-Generator, bist du besoffen. Türen werden wir machen. Aber erst möchte ich noch ein drittes Schild. Das sagt er eh. Und vielleicht können wir ja nochmal. Ah, das wird fast scheiße knapp, gell? Ja, geht schon. Ab zum Notfall. Ab zum Notfall. Was haben wir da? Oh. Das Notsignal kommt von einer kleinen Raumstation, die einen unbewohnten Planeten umkreist. Ihr Satellitenverteidigungssystem spielt verrückt, sodass sich der Reparaturtyp nicht nähern kann. Niparatur-Rep. Was? Ohne beschossen zu werden. Sie brauchen Hilfe, um das System zu reparieren oder zu deaktivieren. Versprechen zu helfen. Natürlich helfen wir mir. Oh, Engi-Crewmitglied. Das Zielerfassungssystem aus der Ferne reparieren. Verlieren wir den dann? Wer ist denn unser Engi-Crewmitglied? Das ist der Karl, oder? Karl! Ich warne dich! Oh, hat funktioniert. Dein Crewmitglied kann den Fehler in der Verteidigungs-KI aus der Ferne beheben, sodass der Reparaturtrupp seine Arbeit beenden kann. Die Besitzer der Station bedanken sich bei dir und bieten dir eine Belohnung an. Nice one! Jetzt haben wir 190 sehende Sachen da. Kriegen wir. Wir schauen mal richtig stabil aus. Aber eine Waffen brauchen. Oh, jetzt gibt es noch mal schnell ein Rebellenschiff. Wie Rebellenschiff? Du kannst aufs Maul haben, du Penner. Ah, Double Pew Pew. Ah, ist schon Schluss mehr. Oh, aber sein Raketenwerfer ist noch da. Na, keine Raketen, du verfehlst. Sie werden. Na, Sprengi! Sprengi, du musst reparieren! Schießen! Schnell, der hat immer nur seine Raketen da! Kill den Typen da drin, jawohl! Ja, nix da, keine Kapitulation, ihr Zipfel Adams. Und davor fliegen 2 Dynamite. Schießt mir erstmal das Schädel zusammen und das Cockpit und ist gleich Ruhe. Sprengi, du armer Teufel, ich schick dich gleich zum Heilen. Ich kann nicht mehr zurückschießen. Da ist schon Schluss. Leck ist das OP, ich hab mich nicht mehr daran erinnert, dass wir mich so stark waren. 241. Jetzt wird's gleich. Oh, ja, jetzt müssen wir in den Ausgang. Ausgang. Da haben wir uns ein bisschen zu lang gespielt da unten.
Zu lang. Oh, du hast den Langstreckensignalpunkt erreicht. Das ist der FTL-Antrieb geladen, kannst du in den nächsten Sektor springen. Oh, was ist denn das? Du entdeckst eine kleine Station, die mit hunderten Reparaturdrohnen ausgestattet ist. Du erhältst eine automatische Nachricht. Wir wissen nicht, wer sie sind und es ist uns auch egal, aber hier sind sie am richtigen Ort für Schiffsreparaturen. 5 Schaden reparieren für 10. Das ist billiger. Normal kostet ein Schaden reparieren 3, oder? Normal kostet 1 Schaden reparieren 3. Wie viel Schaden haben wir eigentlich? 1, 2, 4, hä? Sollen wir das rentiert sich trotzdem? Rentiert sich trotzdem. Nee, wir haben eh so viel. Und oder? Schmiedi! Gruß vom Squad! Gruß an den Squad! Merci dir. Jupp, pro Block 3 stand beim Händler. Schön aufpasst, Wölfchen. Wenigstens einer. So, Sprengi, du gehst wieder hinter zum Steuern. Was ich auch gerne noch ausbauen darf, ist auf alle Fälle hier ausweichen. Ja? Also ein drittes Schild, einen dritten Punkt Schild da herum, der ist essentiell für den Endboss, wenn nicht sogar 4. Und ausweichen. Und dann bin ich eigentlich schon guter Dinge, wenn wir dann einen Raketenwerfer noch online kriegen und ein paar andere Dinge noch 1, 2 Punkte ausbauen, dann haben wir gut dabei. Und vielleicht kriegen wir noch irgendeine andere Waffen dazu. Was noch richtig stark war ein Lanzen. Ja, also ein Laser, der durchfährt. Also der macht so unbandig viel Damage, aber den kriege ich nicht online. So, FTL, nächster Sektor. Wir springen nach oben in den zivilen Sektor und schauen mal, was passiert. Foxy, Trivia-Zeit, danke dir. Trivia, Real-Life-Laserwaffen umfassen unter anderem das JAL-1-System, das in Boeing 747s gebaut wurde, um Kurz- und Mittelstreckenraketen zu zerstören. Später kam das SDI-System, das vom Boden aus ICBMs abfangen sollte. Nahezu alle Projekte wurden beendet. Die waren ja dann richtig erfolgreich. Also ich habe nur Abkürzungen gesehen, weiß auch nicht. Muss jeder selber verstehen. Willkommen, merci dir. Willkommen in einem neuen Sektor. Erreiche das Ausgangssignal und springe in den nächsten Sektor, bevor die Rebellen dich erwischen. Ja, das kriegen wir hier. So, was haben wir da? Oh, da ist unser Auftrag, da ist der Ausgang. Das heißt, wir springen da auf, Auftrag und dann gucken wir da unten ein bisschen umeinander und schauen wir vielleicht, oder nach oben. Können wir da oben nochmal oben? Ja, kann man nach oben auch. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wo es uns hinzieht. Piraten angreifen. Natürlich greifen wir die an. Was ist denn das für eine beschissene Frage? Ich verstehe die Frage nicht. Was hat der? Okay, so ein Ultralaser oder was auch immer das da ist. Und nein, der kann uns wieder nichts. Der hat 2 Laser. Der kann uns schon was. Schießt man aufs Waffensystem. So, der hat jetzt das erste Mal, ich bin mir nicht sicher, ob wir das beim ersten Mal gehabt haben, der hat eine andere Art von Schild. Das heißt, der hat nicht einfach die 2 Punkte und wenn man einen Hit landet, dann ist das kurze Zeit weg, bis sie sich wieder aufgeladen hat, sondern der hat zuerst so einen Lebensbalken da dort, den man erst wegschießen muss. Und das ist bitter, den hat der Boss auch. Der hat quasi Arme, ja, die muss man ihm erst wegschießen. Das heißt, das negiert erstmal unsere super Fick-Laser, die sofort ready sind. Hilft nicht, da müsste man jetzt darauf einstellen, dass wir wahrscheinlich eine kassieren. Aber beim zweiten Mal haben wir ihn. Ja, auch nicht gewiss, weil er hat immer noch ein bisschen Leben da herum. Ja, laden. Ah, ist schon vorbei. Laser ist down, haben wir einen Schaden gekriegt, ich wüsste nicht. Jetzt schießen wir einen Laser, schießen wir daher, einen Laser schießen wir Vollgas in die Waffen rein, weil da gerade die ganze Crew drin ist. Da brennt's schön, das mag er. Piu, piu, piu. Wunderschön, so, Schädel ist ein Punkt down. Und nochmal eine Salve hinein, easy, Alter. Das ist wirklich, also, am liebsten hätte ich ja nochmal so, sie schießen ein wenig langsam. Kann man das noch beschleunigen irgendwie? Sie ziehen lassen, das kannst du mal schwerstens vergessen, mein Freund. Sehr schön, nochmal 52 Scrap und nochmal 25. Easy, jetzt haben wir über 300, jetzt darf man langsam mal das Ausbauen anfangen. Aber da haben wir einen Shop, jetzt fliegen wir erst einmal zum Auftrag, dann zum Shop, dann können wir vielleicht fett einkaufen und dann schauen wir weiter. Lauft gerade fast ein bisschen zu. Jetzt kriege ich einfach nur mit 62 einfach geschenkt. Kurz nach deiner Ankunft springt das Schiff, das du eskortierst, in deine Nähe. Die Crew bedankt sich für deine Hilfe und bietet dir eine Belohnung an. Ja, easy, Alter. Jetzt haben wir fast 400. Da war noch mehr Notfallrunden, aber lieber nimm mir einen Shop mit. Der Shop ist wichtiger. Schilde. Stimmt, Sprengi. Aber schauen wir, was es gibt. Jetzt schauen wir erstmal. Wir hätten einen Cloak. Sollen wir einen Cloak nehmen oder nicht? Cloaky McCloakness. Dann braucht man nur das Modul, das während dem Cloak deine Tarnung. Schilde! Wir hätten einen Cloak. Cloak, Schilde! Ja, nehmen wir einen Cloak. Ist ziemlich stark.
Drohnenbergungsarm, den brauchen wir nicht. FTL-Störsender stört die FTL-Computer andere Schiffe und verdoppelt die Sprung. Nein, brauchen wir auch nicht. Das ist totaler Schrott. Ja, den kaufen wir uns. Hier, Tarnung, eingebaut. Was haben wir da noch? Angiles und Sophia. Nein, mehrere Crewmitglieder brauchen wir nicht mehr. Verkaufen, haben wir da irgendwas? Nein, haben wir nichts eingesammelt. Treibstoff nehmen wir mal noch. 3 mit und ansonsten brauchen wir nichts. So, jetzt müssen wir ausbauen. Das erste, was wir jetzt zuerst einmal machen, tun wir einen Energiebalken her, dann haben wir Tarnung. So, was bauen wir jetzt aus? Ich bin jetzt einmal für Schilde. Was brauchen wir für die Schilde? 100. 100. Okay, und dann brauchen wir 2 Energie. Kriegen wir hin. Annehmen, Schild, 3 Punkte. Damit haben wir eigentlich fast so gut wie unverwundbar. Außer jemand hat halt Raketen, die durch Schädel durchschießen und so weiter. Und was ich natürlich jetzt noch gern tat, ist investieren in, was haben wir denn sonst noch? Oh nein, hoppala, falscher Punkt. Die Tarnung ausbauen ist auch nicht recht teuer, aber wir haben ja keinen Energiepunkt nicht. Können wir aber trotzdem machen, vorab schon mal, weil unsere Krankenstation können wir dabei Energie außer da. Die tun wir da rein. Was bringt das? Haben wir noch gar nicht gehabt. Tarnt das Schiff, erhöht Ausweichen um 60 und verhindert die Zielerfassung durch feindliche Schiffe. Das heißt, bevor ein Schuss abgegeben worden ist, kannst du die Tarnung drücken, dann laden sie die Gegnerraketen nicht auf. Also die Gegnerwaffen nicht auf. Das heißt, unsere Waffen sind sofort ready. Wir schießen unsere 6 Schuss weg, hauen wir Tarnung rein und sind wir dann, steht rechts unten, da auf Stufe 2 haben wir 10 Sekunden lang unsichtbar und auf der nächsten Stufe sogar 15. Also das ist Kommen wir mal. So, der Karl kann dann zur Tarnung. Wölfchen, das ist eine gute Frage. Jein, es bringt nichts, sagen wir es so. Du kannst nur in bestimmte Räume mit Module, also die irgendeine Funktion haben, Crewmitglieder einstellen. Glaube ich. Das tun wir jetzt einfach mal. Das ist unser neues Modul, das kleine Augen da. Ja, zeigst du das, dann ist kein so Symbol unten, dass dieses Modul jetzt bemannt ist, wenn man so will. Also kriegt es auch keinen Bonus nicht. Warum eigentlich nicht, frage ich mich. Dann dazu, dass Sekunden länger gehen. Und ab Level 2 dann 12 Sekunden oder so. Und nach 10 Sekunden sind die Laser wieder ready. Laden meine Laser auf während der Tarnung. Also ich kann meinen Schuss abgeben, dann gehe ich in Tarnung und während der Tarnung laden meine Laser wieder auf. Wenn ich wieder sichtbar bin, kann ich wieder sofort schießen. Das habe ich nicht gewusst. Mr. Stunt Matuschke, Grüße von den Stundler. Ich weiß nicht, Grüße von den Stundler, Stuntler, ich weiß nicht. Grüße zurück, Busse aufs Nussi, merci für deinen Fünfer, Busse aufs Nussi. Und die Bahnscheibe, die linke hinten haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So, jetzt muss ich mir schnell was trinken, da runter jetzt nämlich schon wieder 5000 Grad. Oder ich habe ein wenig ein Fieber, das weiß ich auch nicht, das kann auch möglich sein. So, ja super, dann haben wir massiv stabil. Dann schaut auf alle Fälle vom Boss nicht ein kleiner Ausbau von den Sensoren einmal, von den Türen einmal und der Rest ergibt sich von selber. Ja, aber momentan haben wir extrem gut dabei. Die Frage ist jetzt, wie wir da am Schnellen weiterkommen. Oben auf. Oh, da oben kommen wir nicht um. Ah, fuck. Ah ja, das war jetzt dumm. Ich hab mir eigentlich gedacht, dass ich da oben umkomme. Also von da nach da rechts. Ja, dumm. Jetzt müssen wir da in das System zurück, wo wir schon waren, kriegen wir natürlich nichts und verlieren wir sozusagen einen Sprung. Aber dafür haben wir die Tarnung gekriegt. Und dafür läuft es so schon außerordentlich gut. Also läuft nicht schlecht. Vielleicht für alle, die das Spiel kennen, gerade dazukommen und sich wundern, was ich da spiele oder sich fragen, was ich da spiele. Das ist der normale Modus. Nicht der Advanced-Modus, ja, wir spielen es zum ersten Mal, ich wollte es mal herzeigen und so weiter und so fort. Da ist es alles ein bisschen simpler, es gibt dann mehr Module und so. Du hast ein Flüchtlingsschiff gefunden, das im Weltraum treibt. Es scheint vor dem Vorstoß der Rebellen geflohen zu sein und nun ist der Treibstoff ausgegangen. Das Notsignal ist aktiv, aber du bist dir nicht sicher, ob jemand an Bord ist. Sie rufen. Oh, du kriegst 7 Treibstoff für ein Drohnenteil. Das nehme ich auf alle Fälle, weil die scheiß Drohnenteile brauchen wir sowieso nicht. Da haben wir 15. Und dann geht uns der Treibstoff auch nicht mehr aus. Oh, dann haben wir noch mehr einen Shop. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Bertl! Was ist da los, Alter? Da kriegst du die Tröte von mir. Ah, man hört man Donation leise? Ist das leise genug im Hintergrund? Bitte let me know. Bertl! Busse aufs Nussi, welcome to the squad! Ab in den Chat, habe die Ehre, Bertl. Wer nicht mitmacht, der kriegt Corona, habe ich gehört.
So, es bringt jetzt nicht, wenn wir da reinspringen, glaube ich. Springen wir da auf. Da ärgere ich mich jetzt bloß, wenn ich da reinschaue, dass es da die Waffen gibt, die ich suchen darf. Du wirst sofort von einer Siedlung gerufen. Hallo, Reisende. Ihr Schiff scheint für den Kampf gerüstet zu sein. Hätten Sie Interesse an einem Auftrag für Söldner? Vielleicht. Einige unserer Freunde sind aufgrund des Kriegschaos zur Piraterie übergegangen. Wir wollen sie durch massive Schäden an ihrem Schiff überzeugen, dass es eine dumme Entscheidung war. Wir bezahlen sie, solange sie nicht alle töten. Falle! Schieß mal weg, die Hammen! Was hat denn der? Wieder bloß einen einfachen Laser. Oh, der hat einen Teleporter. Ah, der Teleporter ist schlecht. Da schießt man sofort rein in den Teleporter. Wieso kann sich der trotzdem teleportieren, der Penner? Versteh nicht. Aber der hat einen sauberen Schuss abgekriegt. Schon hier. So. Karl! Schlag ihn zusammen, Karl! Karl, du machst einmal überhaupt keinen Schaden. Spreng ich, helfen wir mal. Sie rufen dein Schiff und sagen, sie haben gewonnen. Wir sind nicht dafür geschaffen, sie leben lassen und zur Siedlung zurückzukehren. Dein Versprechen vergessen, sie werden sterben. Ja, die lassen wir lieber leben, oder? Das haben wir ihnen versprochen. Ja, lassen wir's leben. Was sagt der Sprengi? Sprengi, du kennst dich aus. Erstmal Cloaking vergessen. Verdammt, wirklich das Cloaking vergessen. Sprengi, was sagst du? Leben lassen, zurück oder Versprechen vergessen? Was ist denn da besser? Nummer 3. Das ist die gute. Die 1. Nehmen wir 1. Schwerer Laser, Baby. Nachdem du die Piraten von ihrem von ihrem Karriereweg abgehalten hast, kehrst du in die Siedlung zurück. Danke! Sie sind von ihnen zu uns zurückgekehrt. Ich glaube nicht, dass wir das noch brauchen. 45 Scrap, schwerer Laser 2. Ja, easy, oder? Das ist voll brutal. So, Karl, du musst die heilen. Karl, bevor wir mir weiterfliegen, heilst du erst einmal. Machen wir so, so. Erstmal das Cloaking vergessen. Ja, gibt's dann beim nächsten Gegner. So, machen wir das aus, mach das wieder an. So, kommen wir jetzt da. Da ist noch ein Shop! Da sind überall Shops! Was nehmen wir für einen? Den oberen oder den unteren? Ja, im oberen kann man mehrere Systeme mitnehmen, glaube ich. Ja, vielleicht aber einen. Ich nehme den unteren! Ich nehme den unteren! Los mich! Eine Übertragung von einem Planeten in der Nähe deutet auf einen Außenposten hin, der vorbeikommenden Schiffen Vorräte anbietet. Du schickst ein Außenteam nach unten, bla bla bla. So, was haben wir da? Drohnensteuerung, ein Chris Phillips. Aber die haben jetzt, merkst du, die Crewmitglieder, die es jetzt zum Kaufen gibt, die haben alle schon so ein bisschen Skills. Ja, da hat sich schon rendieren. Und dann gibt es nur Drohnen zum Kaufen. Da hat es Pegasus geben. Speer, benötigt Energie 2, Ladezeit 16 Sekunden. Schaden pro Raumtreffer 1. Kann ganze Schiffe durchschneiden, wenn kein Schild. Das ist halt schon auch ganz nett, gell? Wie stark. Der Speer ist nicht so stark wie die Lanze, das weiß ich. Aber die braucht auch bloß 2 Energie. 16 Sekunden zum Aufladen ist natürlich ultra hart. Ja? Aber wir haben ja den Feuerwärmer-Dingsbump, der ist ja sofort aufgeladen. Das heißt, meine Laser schießen das Schädel weg und das Teil fährt einmal durch und macht so viel Schaden, dass es lächerlich ist. Mit dem Fortzünder braucht er kein zweites Mal aufladen. Sprenge, genau das ist der Plan. Den kaufen wir. Und unseren, was haben wir da? Das ist der Super Laser 2, braucht Energie 3, Ladezeit 3 Sekunden, Schüsse pro Ladung 2, normaler Schaden 2. Macht er pro Treffer dann 2 Schaden, die je 2... Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Dieser schwere Laser feuert 2 Schüsse kurz nacheinander ab, die je 2 Schaden verursachen. 3 Energie kriegst du nicht zusammen, da habe ich jetzt noch gar nicht geschaut. Das ist eine gute Frage eigentlich. Wie viel Energie kriegen wir? Ja doch, 4 kriegen wir noch eine. Also wir kriegen noch 4 Ding eine... Brauchen wir aber nicht unbedingt. Also entweder nehmen wir den... Ja, weißt du, was der ultimative Super-Fick-Laser war? Die Speere brauchen ja bloß 2 Energie. Wenn wir 2 Speere und 2 Super-Fick-Laser haben. Das war... dann können wir uns aufhören. Aber ich sag das, wie es ist. Ich verkaufe jetzt, glaube ich, die Artemis. Wobei, die braucht bloß 1 Energie. Ich verkaufe den schweren Laser. Scheiß auf den schweren Laser. Weg damit. Was ist das Antibioteil? Das ist eine gute Frage. Schauen wir uns an. Antibiostrahl. Dieser schreckliche Strahl verursacht keinen physischen Schaden, sondern schneidet durch organisches Gewebe und verursacht schweren Schaden bei Crewmitgliedern. Benötigte Energie 2, Ladezeit 16 Sekunden und so weiter. Das heißt, das killt halt die gegnerische Crew. Das ist dann, glaube ich, ganz geil, wenn du selber so einen Teleporter hast und deine Crew ins Gegnerschiff schickst. Was geht? Crew ausschalten ist gleich mehr Loot. Ah, das ist auch was ich nicht gewusst habe.
Also ein Raketenwerfer peilt immer, dass ich dauerhaft durchs Schädel durchschießen kann später. Und ich möchte aber den Speer haben. Den da. Bam. Den kriegen wir jetzt noch lange nicht online. Ja, das ist mir auch bewusst. Den der wir da jetzt schauen wir mal, wie viel braucht man da? 50, 75, 125 plus 60. Also um die 160 Scrap braucht man noch. Bis auf 200. Dann können wir das Waffensystem aufblinken lassen und den Speer online schalten. Und dann gibt es richtig Kasala, Alter. Dann gibt es richtig Kasala. So, wo müssen wir jetzt? Jetzt gehen wir da her. Und dann müssen wir schon zum Ausgang. Das ist ein bisschen bitter. Oder gehen wir zuerst da her, dann kriegen wir vielleicht den noch mit und dann, ja, schwierig. Schwierig, Digi, aber kriegen wir schon. So, jetzt vergiss einmal die Tarnung nicht. Wunderschön. Jetzt passt so was. Jetzt gibt's Cloak ohne Ende. So, bei der Ankunft gibt es mehrere Warnmeldungen. Der automatisierte Aufklärer der Rebellen hat über einen Satelliten ein Virus in dein Schildsystem eingeschleust. Hoffentlich macht er keine weiteren Probleme, bevor du ihn zerstören kannst. Was ist mit meinem Schild, Alter? Dein Mutter sein Schild. So, jetzt gehen wir unsere Schuhe ab. Als erstes auf die Drohne und auf die Waffe. So, pass auf. So, Schuss sind draußen. Ah, ich drücke immer wieder auf Pause. Ganz wichtig. Timing ist in dem Spiel alles. Ah, da ist mein Schädel. Ich hab bloß einen Punkt Schild. Und jetzt gehen wir in den Cloak. Zack. Und jetzt kann er uns nichts tun. In der ganzen Zeit, wo wir jetzt unsichtbar haben, kann er uns nichts tun. Unsere Waffen laden sich wieder auf. Und schießen sofort nochmal. Ja, ist schon vorbei. Jetzt schießen wir mal einen, schießen wir ins Ding, eins ins Cockpit. Damit er. Oh, die Scheißdrecksdrohne! Au! Schütten wir die Drohne aus. Schießen wir den Rest, schießen wir ins Schädel rein. Drohne brennt eh. Ah, da ist kein Sauerstoff in dem Raumschiff drin und auch keine Crew. Ist schon vorbei. C vor Cloak! Echt? Wahrscheinlich. Egal, ich klick lieber. Sprenge, ich klick lieber. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine ganze Reihe von nützlichem Schrott. Easy. So, wir brauchen, ich weiß nicht, wie viel das wir brauchen, aber ich glaube, den schaffen wir noch. Nehmen wir den oder den? Ich nehme den Hintern. Also auf C-Drucker geht genauso. Ja, nochmal eine Drohne. Du entdeckst einen automatisierten Aufklärer der Rebellen, der einen kleinen Treibstoffaußenposten angreift. Eingreifen und den Außenposten verteidigen. Ja, natürlich, machen wir brutal. So, was hat der? Oh, Raketen, dann so ein Ionenscheißteil und schon wieder eine Drohne. Das heißt, ein Schuss da rein, ein Schuss da rein. Und dann sofort kloppen. So, dann kann er uns gar nichts. Seine Raketen ist außer Gefecht. Was tut denn sein? Was tut denn seine komische Drohne? Gesehen? Jetzt ist er genau in meinen Laser eingeflogen mit seiner Drohne. Also wirklich in den Schuss, der da um mich fliegt, dann habe ich seine Drohne kaputt gemacht. Ja. Passiert extrem selten. Habe ich lange nicht gewusst, dass das geht. Ja, dein komisches Ionenteil da, das interessiert mich kein Scheißdreck. Ich hab 3 Schädel, Alter. Kannst heimgehen. Kannst du heimgehen, Brudi? Machen wir so. Eins ins Getriebe, kann er nicht mehr ausweichen. Jawohl. Und den Rest ins Schädel einpumpt. Eine pumpt ins Schädel, damit nichts passiert. Piu, piu, piu. So, Schluss aus. Schön. So, jetzt haben wir aber schon knapp an unsere 200 dran. Jetzt probieren wir mal, ob wir bauen wir mal die zwei aus und einen sehen. Dann können wir zumindest Artemis online schalten, also unsere Raketen, falls nötig wäre. Und so haben wir aber knapp am Ausgang. So, vielleicht einmal kurz erklärt für die Leute, die das Spiel vielleicht nicht kennen, keine Ahnung. Du wirst indirekt dazu gezwungen, dass du nicht zu lange in dem System aufhältst, an den Ausgang zum kommen, weil da hinten, ich meine, es ist deutlich genug, wenn die diese, mit jedem Sprung springt diese rote Fläche, was die Rebellenarmee ist, weiter, und wenn die erwischt, wirst du ziemlich hart gefickt. Und die Kunst ist, so viele Systeme mitzunehmen und Punkte mitzunehmen und vor allem halt Schrott da herum mitzunehmen, wie es geht, damit du am Schluss stark genug bist. Das ist so das kleine Geheimnis. Oh, was haben wir da? Was zunächst wie ein einfacher Nebel aussieht, sind in Wahrheit die Überreste mehrerer Kampfschiffe, die sich einen brutalen Raumkampf geliefert haben. Ein Schiffswrack treibt an dir vorbei und trudelt in die Tiefe des Nebels, bis es außer Sicht sind. Jetzt habe ich gemeint, ich kann nicht lesen, aber offensichtlich doch, aber der Satz ist falsch. Ohne genauere Untersuchung lässt sich nur schwer sagen, wer hier gegen wen gekämpft hat. Schlachtfeld untersuchen. Ah! Oh, da ist schon wieder ein Teleporter-Wichser. Sag ich dir schon, du weißt, was ich dir sag? 1, 2, 3.
Rein in den Teleporter. Ja, Schluss mit deinem Teleporter. Dann der mal ein bisschen kloken. Hat sie sich schon ausgeteleportet. So schaut's aus. Und gleich neu geschossen. Peng, peng, peng. So, und den Rest schießt man ins Waffensystem und ins Schädel. Ach, das Waffensystem. Oh, der hat auch so einen Dreifach-Laser. Ist schon vorbei. Der wird ja total wegrasiert, oder? So, und jetzt haben wir auch genug Energie. Also, auch nochmal vielleicht kurz zum Recap für die Leute, die vielleicht nicht ganz mitkommen. Das ist ja nicht schlimm. Du kannst deine Module ausbauen, ja, damit die mehr Energie fassen, umso besser wären's. Und du musst deinen Grundreaktor dazu mit ausbauen, dass dein Schiff überhaupt eine bestimmte Energie verteilen kann. Ja, jeder Strich kostet Schrott zum Ausbauen. Das tun wir jetzt einmal. Habe ich das jetzt gerade oder habe ich das jetzt gerade nicht? Machen wir so. Machen wir so. Ja, genau. Also, 6 Runden. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stricherl in meine Waffensysteme. Das heißt, ich kann auch maximal nur Waffensysteme aktivieren, die miteinander nicht mehr wie 6 Energie verbrauchen. Und die muss auch zur Verfügung stehen. Die Energie, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Krankenstation ausbaue, dann kriege ich einen Speer nicht mehr online. Ja, dann kriege ich den Laser an der Seite nicht mehr online, weil man halt Energie in meinem Reaktor feiert. So, glaube ich, ist es am kürzesten erklärt. Darum bauen wir unseren scheiß Reaktor jetzt einfach noch mehr aus, damit wir das endlich so und so machen können. Und jetzt gibt es dann richtig Kasala. Ist eine spezielle Waffe. Funktioniert anders wie der normale Laser, der einfach schießt. Werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Nächster Sektor. Wir nähern uns langsam dem Ende. 2 Systeme noch. 2 Systeme noch, Kinder. So schaut's aus. Cloak am besten, wenn der Gegner gerade zum Schießen anfängt, so kannst baiten. Ich möchte ihn eigentlich so lange hinauszögern, dass er gar nicht erst zum Schießen kommt. Weil wenn der Schuss einmal fliegt, ja, dann gehe ich in Cloak, dann habe ich auch 60% Ausweichchance, aber trotzdem kann ich noch drauf werden. Wenn ich aber in Cloak gehe, währenddessen er noch auflädt, laden seine Waffen nicht. Währenddessen hat aber seine Waffen schon außer Gefecht gesetzt. So der Plan. So, willkommen im neuen Sektor. So schaut's aus. Was haben wir da? Einen Notfall. Müssen wir uns da rechts oben bewegen? Ja, das kriegen wir hin. Da können wir auch mal in den Nebel da reinschauen. Ja, easy, oder? Ab zum Notfall. Was passiert, wenn dir die ganze Treibstoff ausgeht? Dann verlierst quasi eine Runde. Pass auf, zeige ich dir gleich. Das Notsignal erkläre ich gleich. Das Notsignal scheint von der Oberfläche des nahegelegenen Monds zu kommen. Deine Sensoren erfassen eine einzelne Lebensform. Auf die Oberfläche gehen und Signal untersuchen. Das Signal ignorieren. Oh, ich weiß nicht, ob das Space ist oder nicht. Was sagt denn der Sprengi? Programmer, was ist da los? Sollen wir das machen? Sollen wir es investigaten? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Du triffst auf eine Kolonie, die anscheinend vor kurzem angegriffen wurde. Als du dir die Verwüstung ansiehst, findest du einen einzelnen Überlebenden. Ihm die Aufnahme in deine Crew anbieten. Ja, natürlich! Ihn zu seiner Familie auf einem nahegelegenen Planeten in dem System bringen. Ja, mehr Crew, mehr gut, oder? Charlie! Der Charlie, Alter! Er sagt, dass der Schiffsbauer war, bevor er hier strandete. Er bietet dir an, einige Zeit für dich zu arbeiten, als Dank dafür, dass du ihn von diesem Felsen runtergeholt hast. Er ist doch selber ein Felsen. Er ist ein Felsentyp. Er ist ein guter Typ, der kann nämlich Feuer löschen, ohne dass er Schaden kriegt. Eine in die Crew mit ihm. Vollgas, da ist er. Charlie, wie nehmen wir den? Wir brauchen einen Namen. We're on a bridge, Charlie. Charlie Firpel. Was, Charlie Firpel? Sollen wir das so nennen? Ich weiß nicht. Quasi. Dann nennen wir Means. Sag ein Wort. Der Steinchen. Das gefällt mir gut. Der Steinchen, das nehmen wir. Achtung. Charlie. The Steinchen. Oh. Dann müssen wir es sehr wegmachen. So, das weg. Skidrun. Dwayne der Stein Johnson. Dann nennen wir ihn Dwayne. Dwayne. Ja, das ist ein guter. Dwayne. Hört sich gut an. Wo stellen wir den hin? Weiß ich jetzt auch nicht. Den stellen wir zentral für den Karl. Hashtag zentral für den Karl. Und den Karl, den stellen wir da her. Zur Tarnung einer. Ich weiß es ja auch nicht. Keine Ahnung. Ja, schaut gut aus. Position speichern von den Crewmitgliedern in Reaktor. Soll man den in den Reaktor einstellen? Warum?
Kann der was bestimmt sein, der kann er gut reparieren. Ja, für einen Reparaturfall ist das eigentlich gar nicht so dumm, gell? Reaktor wichtig. Ist gar nicht so unwichtig. Haben Sie recht. So, Notfall. Haben wir gelöst. So, jetzt pass auf. Was passiert, wenn ich jetzt keinen Treibstoff mehr hätte? Angenommen, da steht nicht 17, sondern halt fucking 0. Dann kannst du nicht mehr in das nächste System springen. Aber du kannst dann so ein Notsignal schalten. Da kommt dann da in diesem Fenster kommt so ein Button. Blub, Notsignal anschalten und dann kannst warten. Also du überspringst halt eine Runden, ohne dass du dich bewegst. Du verlierst sozusagen eine Spielrunde. Und im Hintergrund auf der linken Seite kommt halt die Rebellenarmee wieder eins näher. Ist halt ärgerlich. Ja, du verlierst halt einfach Zeit. Das ist das Hauptmanko. So, gehen wir da. Im Nebel wird übrigens die Rebellenarmee langsamer. Ja, die springt nicht so weit, sondern bloß halber so weit. So, gehen wir wieder rauf. Ja, so viele Systeme mitnehmen wie geht. Wir haben noch lange nicht fertig. Dein Schiff wird gerufen. Endlich haben wir sie gefunden. Jetzt sterben sie. Ja, das glaube ich nicht. Ich sag das, wie es ist. Oh, da hat ein Raketenwerfer. Das heißt gleich schon mal. So. Oh, wir haben einen Speer aktiv. So, das heißt, jetzt pass auf. Alle Ballerei rein in die Waffensysteme, weil sein scheiß Raketenwerfer mag ich nicht. Jetzt pass auf. So, Schädel ist weg. Pause drücken. Jetzt kommt der Speer. Und der Speer funktioniert anders. Der schießt nicht einfach auf ein bestimmtes Modul, sondern... Oh, Alter, hat der einen langen Strahl. Die Lanzen ist viel kürzer. Okay, ihr seht schon, ich kann da so einen... Scheiße, wir kriegen das jetzt wieder weg, ohne dass ich... Das ist eine Scheißposition. Ich kann da so eine Linie durchziehen. Ja, und für jeden Raum, den ich damit erwische, mache ich einen Schaden. Rechtsklick. Danke, Sprengen. Ob das die schlauste, die meisten Räume wäre ich wahrscheinlich, ich schätze mal von da. Was war denn das jetzt wieder? Da. Von da herunten nach da oben erwischen. Oder? Ist die Kupftür gesprungen. So. Machen wir so. So. Und wenn ich jetzt auf. Also er schießt noch nicht, erst wenn ich wieder auf Play drücke, aufpassen, was passiert. Und es ist halt einfach, Schädel ist orange, der Sauerstoff ist hin und jeder Raum, durch den ich durchfahre, kriegt Schaden und beschädigt Module. Und jetzt stellst du dir noch vor, mir hätte man noch einen zweiten sicheren Speer, dann war er instant tot. Mit einer Lanze, das ist die Erweiterung vom Speer, die hat eine kürzere Laserreichweiten, ja, da kommst du nicht durch so weit halt einfach, aber der macht 2 Schaden pro Raum, den er erwischt. Und das macht so viel Schaden, das ist so lächerlich. Da kannst du die Gegnerschiffe einfach weginstanten. Einfach instant bam weg. So, weiter geht's. Oh, wir müssen mal cloaken. Cloaken total vergessen. Wenn die Scheiße wieder aufgeladen ist. Er versucht zu fliegen, das glaube ich nicht. So, schießen wir die nächsten ins Cockpit. So, was aber wichtig ist, der Speer funktioniert nur dann richtig gut, wenn der Gegner keine Schädel hat. Er kommt halt nicht durch Schädel durch. Und er macht das Schädel auch nicht weg. Anders wie die Laserschussdinger. Das ist so sein Kontra, so ein bisschen. Und die Lanze, die 2 Schaden macht pro Raum, die kann sogar nur durch einen Schädel durchschießen. Das heißt, das war für einen Boss war das schon nicht schlecht, weil der halt am Schluss 4 Schädel hat und die weg zum Schießen wird schwierig. So, Speer auch immer manuell bedienen. Wichtig, Kinder, Speer immer manuell bedienen. Da sind wir 50 Scrap. Nice one. Springen wir da oben drauf. Was ist da wieder los? Da wäre ein Redneck Moonshine. Hey, Birger hätte nie geglaubt, dass ich heute Redneck nochmal ein Spiel so sucht. Mega-Tipp. Das freut mich unbandig, weil erstmal merci dir für deine Mitgliedschaft, das ist sowieso klar. Das freut mich unbandig, weil ganz ehrlich, ich kenne es ja von mir selber auch, passiert oft. Die Grafik, Alter, nein, da fange ich nicht einmal an. Faster Than Light ist für zwischendurch eines der besten Spiele, die in den letzten 10 Jahren gemacht worden sind. Kann mir keiner was verzeihen. So, weiter gesprungen wird, eins da oben, wir haben noch jede Menge Zeit. Schaut gut aus. Du entdeckst einen Planeten in der Nähe mit zahlreichen Siedlungen, doch niemand reagiert. Ja, fick dich doch dann. Fliegen wir oben und unten, glaube ich, haben wir mehrere Planeten und da können wir leicht umher. Los geht's.
Am Anfang immer Schilde runterhalten. Das ist sowieso der Plan. Ja? Scans zeigen an, dass eine abgelegene Siedlung von einem Piratenschiff blockiert wird. Das Schiff schickt dir schnell eine Nachricht. Halten Sie sich raus oder Sie sind das nächste Ziel. Vorher konzentrieren. Auf! Ja, natürlich greifen wir mit die Obini. Na, haben die einen Teleporter. Okay, alles in den Teleporter rein. Ich kann eigentlich sofort auch cloaken, ne? So. So, Schädel sind down. Wir fahren jetzt einmal da sauber durch. Ja, jetzt habe ich zu lang gebraucht. Jedes Mal, wenn das Schädel weggeschossen wird, lädt sie das sofort wieder auf. Und du musst sofort auf Pause drücken, setzt deinen Laser, damit er maximal viel Zeit hat, durch zum Rasieren. Sobald das Schädel weg ist. Eigentlich sogar schon während der erste Schuss im Schädel einschlägt, muss sofort der Laser hinten rein, damit es so gut wie es geht down gehalten wird. So, Laser machen wir wieder aus. Wobei es relativ wurscht ist, glaube ich. Er wird sowieso in 1000 Teile zerpümmelt. So, der Speer ist wieder ready, aber beim nächsten Schuss ist er sowieso ein Sieg. Was ist denn jetzt? Beamen sie sich jetzt noch um, oder was, die Anschläge? Ach komm! Okay, weiter! Karl und Dwayne, ihr müsst schlägern! So, Speer, durchfahren, Schluss. Muss ich jetzt mit den 2 Idioten da weiterschlägern bis zum Schluss, oder was? Das ist ja nur noch behindert da. Oh, spreng ihn mal, den Rest müsst ihr mal. Jetzt bringen wir mal die 2 noch da her. Ihr 2, geht's euch einmal heilen. Achtung. Heilen gehen. So, ja. Der Steinmann braucht eine Zeit. So, Mantis, macht's es fertig. Mein Crew-Teleporter ring mich so fest auf, das ist unglaublich. Hat Mantis mehr Schaden gegen die Stortypen oder was? Nochmal so, Mantis heilen. Heilung nicht vergessen. So, langsam können wir mal wieder irgendwas ausbauen. Was kann man noch ausbauen? Ich weiß jetzt auch nicht. Was man mal machen kann, ist Tarnung, Energie. Annehmen. So, da haben wir schon mal 15 Sekunden geklaubt. Sehr stark, sehr stark. Den Rest behalten wir uns einmal noch, weil wer weiß, ob wir vielleicht nicht nur in einen Shop treffen und nur so einen Speer finden oder noch besser eine Lanze. Und den Rest behalten wir uns einmal. Alle wieder zurück auf ihre Positionen. Wie gut ist denn unser Schütze eigentlich, der Wulfric? Oh, Mr. Wulfric. Sie haben übrigens mittlerweile voll ausgebaute Skills in Waffentechnik. Das heißt, unsere Super Thick Laser reloaden auch wieder schneller. Schade, dass es nicht dort steht, wie lange es genau dauert. Das kann man nur einbauen. Also wie viele Sekunden genau das sind. Wie viel das vielleicht normal sind und wie viel das jetzt durch einen Bonus weniger ist. Das darf mich jetzt interessieren, aber ist ja wurscht. So, springen wir da her. Eins weiter. Treibstoff haben wir genug, Raketen haben wir genug, passt alles. In diesem verlassenen System gibt es nicht viel Interessantes. Du entdeckst aber eine Bergbauplattform, auf der einige nützliche Materialien gelagert sind. Ja, nimm mich mit, Alter. Dann ab zum Notfall. Der Glockengürster schreibt, Servus La, Birger ist gerade wieder interstellare Puckfutzenzeit. Vollgas, Alter. Bin wegen Reisevorbereitungen ein wenig später dazugekommen. Du, Reise ist wichtiger wie ein Birger sei Schund. Jetzt bei so was, jetzt haben wir wieder ein Special-Event. Normalerweise später liest du das nicht mehr. Ich sag, also du machst 5 Durchgänge, dann liest du diese Dinge nicht mehr und drückst bloß noch und Hauptsache du kommst schnell voran. Du hast die Quelle des Notsignals gefunden. Eine kleine Forschungsstation. Offenbar ist ein Feuer in einem Labor außer Kontrolle geraten und droht jetzt die ganze Station zu zerstören. Das Feuerlöschsystem scheint ausgefallen zu sein. Deine Crew in einen Shuttle losschicken, um das Feuer zu bekämpfen. Wir haben aber ein Felis-Crew-Mitglied, ja, ein Dwayne, der Stormensch, und der konnte einfach reingehen, ohne dass er ihm was feiert. Nehmen. Dein Felis-Soldat stürzt sich durch die Luftschleuse direkt ins Feuer. Du hast noch nie gesehen, dass sich jemand so Großes so schnell bewegt. Er verteilt im Herzen des Brands Löschmittel und nach und nach zeigt es Wirkung. Die Überlebenden rufen. Ausbau, FTL-Störsender, können wir nicht brauchen. Da die meisten Feuer unter Kontrolle sind, können die Wissenschaftler die Station sichern. Sie bedanken sich von ganzem Herzen und bieten dir eine großzügige Belohnung an. Den können wir verkaufen im nächsten Shop. Ich hoffe, wir finden noch einen. Ich hoffe, wir finden vielleicht da noch irgendwo. Schauen wir mal. Jetzt springen wir mal da auf, dann da in den Nebel, dann können wir vielleicht die 2 noch mitnehmen und dann schauen wir mal. Auf wieder. Nein, diese Quest haben aber nicht ohne. Oh, ein Aufklärer. Was hat der alles? Der hat Raketen und einen Laser, das heißt, wir müssen sofort in sein Waffensystem einballern. Hat 2 Schilde. Sie aktivieren ihren FTL. Wenn sie davon kommen, werden sie in der Flotte deine Position durchgeben. Pst, so nicht. So. 2-mal voll da reinballert, jetzt pass auf. Sobald das Schädel von ihm weg ist,
Pause drücken und mit dem Laser durchrasieren. Okay. Na. Und immer so platzieren, dass man maximal 4 Räume trifft. Die werde ich nicht beide erwischen, das ist eh klar. Schau dir das so! Der Laser ist so fucking OP! Seine Tieren haben kaputt, sein Waffensystem ist kaputt, sein Schädel ist halber hin, seine Krankenstation ist hin und sein Sauerstoff ist hin. Die wissen überhaupt nicht, wo hinten und vorne ist. So, die mal wieder auskloken, weil es eh wurscht ist. Einfach mal reingeklokt. Und dann einfach nachgelasert, weil es eh wurscht ist. Die restlichen Laser, eine ballert ins Schädel. Und wenn wir es da noch nicht haben jetzt beim nächsten Schuss, dann geht der Ding damit jetzt. Ah, mach so. Bzzzt. Einfach auseinander. Bzzzt. Bzzzt. Easy. Alter, haben wir mir stark. Ja, und da ist unser Shop. Wunderschön. So, jetzt gehen wir da noch aber durch den Nebel rein, dann in den Shop, dann daher. Mit ein bisschen Glück gehen wir da noch runter. Ansonsten gehen wir zum Ausgang. Sagt ich. Ja, jetzt gut. Laser ist Brutal Killer. Ja. Ich glaube, ich hab den Speer, den habe ich noch nie gehabt. Also mit Sicherheit irgendwann einmal, aber das ist zu lang her. Der ist, glaube ich, gegen einen Boss auch ganz geil, wo die Räume so weit auseinander sind. Der kann ganz geil sein. So, nächste Schlägerei. Mantis schon wieder. Da kriege ich schon wieder. Oh, der hat einen Dreifachlaser. Schwierig. Das heißt, jetzt müssen wir schlägern. Und auf alle Fälle aufpassen drauf, sobald die Schädel down sind. Damit wir da sofort einmal durch alle Räume durchfahren. Ja, der hat gesessen. Und dann, wie fahren wir da jetzt am dümmsten durch? Keine Ahnung. So, 4 Räume. So fahren wir durch. Das schaut doch gut aus. So, jetzt haben wir irgendwo das Geräusch gehört. Wir haben irgendwo Eindringlinge an Bord. Da wir aber in dem System unsere Sensoren gestört haben, sehen wir nicht wo. Die meiste Zeit haben sie da herumgewesen. Ich suche jetzt mal mit dem Karl. Karl, du suchst einmal. Da herunten wieder Tier rot. Hab's schon gefunden. Karl. Ah, Karl, du wartest noch. Nein, Karl! Karl! Nicht allein gegen 2 Mantis! Du besoffener So, da gemeint. Nein! Ja, dann kämpft der Spreng ich auch noch mit. So, ich schau mich hin, wenn wir den auseinandergesehen haben. Ich komme überhaupt gar nicht klar. Das Schiff ist explodiert, 43 Scrap, nice one. So, jetzt müssen wir noch ein paar. Da, du gehst auch noch um. Wolfreak, du musst auch noch um. Der Karl kriegt aufs Maul! Karl, nicht der Karl! Nein, Karl, nicht Karl! Hau ab, bevor du stirbst. So, und jetzt 3 gegen 1, easy. So, die schickt mir auch noch einer zum Heilen. Sprengi, du stellst die auch noch zum Heilen. Dann schaut es wieder gut aus. Eigentlich sollten wir uns nicht 2 Mantis zum Schlägern schicken. Ich weiß schon, die haben besser im Nahkampf. Das ist eher eine Fähigkeit einfach. Aber die haben wir über zweit weg. Das dauert mir zu lang. Das geht so auch. Und die muss ich am Schluss auch heilen. So, zurück auf eure Positionen. Oh, 2 Shops haben wir sogar. Jetzt haben wir wirklich, da müssen wir jetzt einfach drauf scheißen. Ersten Shop, wenn es da nichts Gescheites gibt, gehen wir gleich in den nächsten. Wir haben 300 Scrap dabei. So, schau, Crew-Teleporter, Drohnensteuerung braucht. Der Autonachlader ist genau nach was ich noch gesucht habe. Abklingzeiten zwischen Schüssen wird um 10% verkürzt. Das darf uns auf alle Fälle nur mal sauber was bringen. Was sagt der Sprengi? Nehmen wir den mit. Dazu müssen wir aber erst den Störsender, den wir aufgeglaubt haben unterwegs, den müssen wir erst verkaufen. Der ist eh beschissen. Das hindert Schiffe bloß droht, damit sie nicht so schnell abhauen. Der Sprengi versteht die Frage nicht, das wollte ich hören. Autonachlader, eine mit für 40. Ja, und jetzt schießen unsere super Ficklaser noch schneller. Also reloaden noch schneller als vorher. Brauchen wir Raketen, Drohnenteile? Na, eigentlich nix. Das behalten wir uns einmal noch, weil wir nämlich im Kampf kann man da hin und her schalten. Ne? Wenn der Speer einmal durch ist. So, was kann man jetzt noch ausbauen? Ein bisschen ausweichen. Oder das 4. Schädel. War jetzt bei Waffen der Speer? Nein. Es ist von Shop zu Shop unterschiedlich. Es ist völlig zufällig, welche Sachen du kaufen kannst. Ja? Crewmitglieder, Ausbauten, ja, das so passive Fähigkeiten für dein Schiff sind, aktive Module oder Waffen oder was auch immer. Ja, vor dem Ausbau erst den nächsten Shop überprüfen. Ja, wir schauen erst nur in den Shop ein und je nachdem, was es da gibt,
bauen wir dann aus. Es gibt noch ein anderes Schiff an diesem Signalbund und das ist schwer beschädigt. Du erhältst eine Nachricht auf der Konsole. Ich grüße Sie, Reisende. Wir werden von einem Haufen Piraten überfallen, das sind wir gezwungen, unsere verbliebene Ausrüstung zu verkaufen, um die benötigten Vorräte für unseren Heimweg besorgen zu können. Schade. Wie jetzt da? Da schaut der Shop, er schaut gleich aus. Ja, also du kannst in jedem Shop Treibstoff kaufen, Raketen kaufen und Drohnenteile kaufen, so Essentials für die verschiedenen Waffen, weil sonst bist du total aufgeschmissen. Du kannst reparieren, ja, einzelne Lebenspunkte oder einfach auf einmal alles. Und da ist jetzt aber zum Beispiel nicht Systeme, sondern und so passive Fähigkeiten, sondern Drohnen. Mit Drohnen spielen wir nicht, das können wir vielleicht im nächsten Durchlauf nochmal machen, wobei ich nicht glaube, dass es den nächsten Durchlauf gibt. Aber egal, und auf Seite 2, was haben wir da? Tarnwaffen. Hindert dein Waffenfeuer daran, deine Tarnung zu stören, sodass du getarnt feuern kannst. Und deswegen habe ich gefragt, ob ich während der Tarnung, also während ich unsichtbar bin, schießen kann. Das macht doch dann überhaupt keinen Sinn, das Ding. Oder? Hindert dein Waffenfeuer daran, deine Tarnung zu stören, sodass du getarnt feuern kannst. Du kannst feuern, verkürzt aber die Tarndauer. Ach so. Also Crewmitglieder brauchen wir keine mehr, wir haben auch gar keinen Platz mehr. Mehrere Crewmitglieder, wie wir schon haben, können wir nicht haben. Waffenvorzünder auf keinen Fall. Den Schrottbergungsarm kann man eigentlich so spät im Spiel mittlerweile außer dort. Der hat sich ausgezahlt, würde ich sagen. Ja, dass wir immer 10% mehr Schrott kriegen. Den verkaufen und dafür das unter der Tarnung schießen, dass man länger. Das glaube ich ist eine gute Idee. Das tun wir. Schrottbergungsarm weg. Tarnwaffen rein. Und mehrere kommen wir nicht da. Schade, dass es keine Waffen mehr geben hat. Und jetzt bauen wir unser Schifferl aus. Schauen wir mal, was es noch gibt. Wir brauchen 180 für 4. Tun weg, nimm Tarnung schießen. Ist schon passiert, extrem, Mann. 4 Schilde. 4 Schilde für die nächste Stage. Da haben wir so gut wie unverwundbar. Außer jemand hat Waffen, machen wir es so. Können wir uns das leisten? Ja. Ja. Um 3 Schrott können wir uns jetzt nicht leisten, dass wir unseren Energiekern voll ausbauen, dass wir es reinkriegen. Ist aber nicht schlimm. Das tun wir jetzt eiskalt. Weil dann machen wir den da wieder aus, schalten wir unser Schädel an und jetzt haben wir 4 Schildbarrieren. Das heißt, der Gegner muss mit dem Laser da 4-mal durchballern, damit er überhaupt uns trifft. Das ist gut. Und das nächste, was ich noch ausbauen möchte, ist auf alle Fälle ein Punkt in Sensoren, ein Punkt in Türen. Kannst du keine Raketen verkaufen? Nein. Essentials da herum, wie Treibstoff, Raketen und Drohnenteile kannst du nur über so Events verkaufen, die zufällig irgendwo kommen. Da musst du Glück haben. Aber im Shop kannst du das nicht gezielt verkaufen. Dann nehmen wir den Sprung noch mit und dann einen Ausgang. Dann können wir den einen Reaktor noch ausbauen. Auf alle Fälle. Oder normalerweise. Da, jetzt zum Beispiel. Das ist so ein Zufallsding, bla bla bla. Dein Schiff wird mit Werteübertragungen aller möglichen Händler in deiner Nähe überflutet, als du in der Nähe dieses Signalpunkts kommst. Du wählst zufällig einen der Händler aus, um ihn dir näher anzusehen. Und dann kannst du jetzt sagen, ja, -2 Raketen für 3 Drohnenteile. Mit unserem Setup, wie wir spielen, brauchen wir keine Drohnenteile. Ignorieren wir, bringt's nicht. Schade drum. Ja, das halt, hätte passen können, war Zufall, war Pech. Ab zum Ausgang. Und dann bin ich gar nicht sicher, haben wir dann schon im letzten System oder im vorletzten? Du springst mitten in ein Trümmerfeld hinein. Hier scheint vor kurzem ein Kampf stattgefunden zu haben. Und der Verlierer war scheinbar ein ziviles Schiff. Bevor es zerstört wurde, konnte es noch eine sich dauerhaft wiederholende Nachricht absenden. Rebellen greifen an, bitte schicken Sie Hilfe, die Rebellen sind wahrscheinlich noch in der Nähe. Nach dem Rebellenschiff suchen. Du siehst dich eine Weile lang um, aber deine Scanner finden keine Spur des Rebellenschiffs. Du machst dich zur Weiterreise bereit. Schade. Das war jetzt noch schnell gut gekommen, so ein Fight vorm Schluss. Ist ja dieser vorletzte Sektor, oder wir haben ja so OP. Wir haben ja so overpowered, oder? Das ist eigentlich völliger Witz ist. Ja, trotzdem wird der Boss nicht einfach. Das, So, haben wir im nächsten System. Haben wir schon wieder einen Shop da. Da müssen wir eigentlich fast mal kurz einfliegen zum Reinschauen. Ich weiß es auch nicht. Einfach mal, vielleicht können wir was verkaufen, was weiß ich, vielleicht kriegen wir bestimmte Waffen, nach der ich suche. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch gerade zu wenig Scrap. Was haben wir da? FTL, Schrottbergungen und Crewmitglieder. Ja, schade.
Schade, können wir nicht brauchen, können wir nichts brauchen. Naja, gut. It is what it is. Haben das alles Nebeldinger? Ja, das fliegen wir zuerst da rein. Wieso geht's? Was? Wieso gehst du nicht in die lilane Systeme? Weil dann, sage ich dir gleich, wenn wir nochmal auf der Karte sind, dein Sprung führt dich in ein unauffälliges Doppelsternensystem. Sonst gibt es ja nichts. Okay. Und zwar, die Nebelsysteme sind spezielle Systeme. Nebelsysteme sind diese hier. Und da passieren immer ganz furchtbar, da können ganz furchtbar schlimme Sachen passieren, dass entweder deine Schädel halbert kaputt sind, deine Sensoren aus sind, dass es einfach zum Brennen anfängt, da irgendwas halt. Ja, da ist immer irgendein Sonderscheiß. Dafür ist die Rebellenarmee, die da verfolgt, ein Stück langsamer. Jetzt werde ich da mal durchfliegen durch diese Bohr. Ja, und komm dann von oben. Oh, man kann da nicht von oben. Ja gut, dann müssen wir es so machen. Kommt man da wieder oben? Ja, hilft ja nicht. Eins nach dem anderen. Aber das ist der Plan. Da haben wir schon. Gefahr, bla bla bla. Du springst mitten in einen Plasmasturm hinein. In der Dunkelheit treiben einige künstlich außer Gefecht gesetzte Schiffe, die immer wieder vom Licht der Blitze erhellt werden. Die Wracks gründlich nach Überlebenden und Ausrüstung durchsuchen. Kein Risiko eingehen und warten. Ich durchsuch's. Na, da weiß ich schon wieder nicht. Wahrscheinlich kriegen wir aufs Maul, aber schauen wir mal. Da, schau dir mal unser System hier an. Schau dir mal so. Da. Der Pilotending ist aus. Alles ist aus. Türen sind aus. Hinten Tarnung ist aus. Der Sauerstoff ist aus. What the fuck is happening? Ja, gründlich durchsuchen. Alter! Oh man, James hätte man gekriegt. Auf dem Schiffsfriedhof fällt dir ein Schiff auf, das noch ziemlich intakt aussieht. An Bord findest du einen bewusstlosen Passagier und bringst ihn zurück auf dein Schiff. Als er aufwacht, bietet er dankend an, sich deiner Crew anzuschließen. Der James! Tja. Hä? Seit wann gingen 9 Crewmitglieder? Überbillig. Du musst ein Crewmitglied entlassen, um fortzufahren. Wen müssen wir auswerfen? Irgendwen müssen wir auswerfen. Der Karl. Der Karl kann nicht so viel. Schau ich mir James an, Alter. Der James hat viele Skills. James ist ein guter Butler. Ja, ich bin dafür, dass wir irgendwann von den Menschen müssen auswerfen. Es hilft nicht. Es hilft nicht, irgendwann von den Menschen müssen wir auswerfen, weil die schlechtesten Kämpfer waren. Karl weg, sonst heißt mein Chef. Menschen sind ersetzbar, das ist richtig. Ich glaube, ich habe noch nie so viele verschiedene Rassen auf einem Schiff gehabt. Gibt es da nicht sogar ein Achievement dafür? Habe ich noch nicht gehabt. Nicht ein Karl. Aber wen denn dann? Danny! Ich will nur... Was kann der James denn? Der James hat auf alle Fälle mal mehr HP, der kann besser kämpfen, der hat schon mal vorgefertigte Skills, der hat schon mal Level 2 auf Waffen und Level 1 auf Antrieb. Braucht man nicht unbedingt. Aber wenn er brennt, wenn es irgendwo brennt, dann kannst du ihn einfach reinschicken und zum Kämpfer sind die auch nicht schlecht. Dani, da müssen wir die weg tun. Dani, das hilft nicht. Du hast am wenigsten Skills von allen. Ja? Das Wölfchen kann ich nicht rauswerfen, die ist kurz vor Level 2, da jetzt einfach mal sagen. Und ein Wolfric auch nicht, der hat schon 20% schnelleres Waffenladen. Da muss die Dani leider drücken haben. Das hilft nicht. Hilft nicht. Dani, okay, bye! Okay, bye! Die wird jetzt bei wie hat's geheißen? Wird das Imposter-Spray geheißen? Bei Among Us wird's hinten aussehen. Ab durch die Luft schon so. Okay, bye! Das kann man auch besser darstellen, pass auf. Muss ich so. Ja, hallo! Hallo, ich bin die Dani! Und ich bin jetzt... Und ich mache hier hinten jetzt auf. Okay, bye! So, wo ist jetzt meine scheiß Kamera? Verdammt. Moment, du bist schon ein Z. Ah, da. So, ich bin wieder da! So, mach wieder auf. Okay. So. Und den Neuer, wir nehmen den Neuer. Hoppala, da müssen wir wieder dazu machen. Wir verstehen wir da langsam. Wir springen jetzt da oben. Wir springen jetzt da oben, weil sonst ist alles hin. Alles ist hin. Die Übergabe ihrer Waren verlangen. Her mit deinem Schund. Weiter. Ganz dumm. Ganz dumm.
das ist jetzt ganz dumm hergegangen, da müssen wir uns ganz schnell cloaken, wir müssen den Sauerstoff einschalten und wir haben auch vergessen, wie alles. Wir haben alles vergessen. Kurz James, wo der wir einen James hin? James, der wir da oben ins O2 rein und da schießt man ganz furchtbar fest aufs Waffensystem und Batman, dass es einfach durchgeht. Ja, passt. Seit gestungene Raketen kommen am Arschlecker. So, der Speer ist auch ready. Jetzt wird es ein bisschen schwierig zum Koordinieren, Kinder. So, Schädel ist down und dann fahren wir da so ganz gekonnt durch die 4 Räume durch. Psst. Ist halt so geil, wie sie sein Lebensleisten mit dem Laser auflöst. So. Ist schon gut. Ja, die ist, du kannst ja geh heim. Schon wieder ein schwerer Laser! Goddammit! Goddammit, schon wieder ein schwerer Laser! Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Oben können wir nicht vor, da verlieren wir jetzt Feinsprünge. Dann müssen wir einmal da oben, auf, wieder oben, da oben, da oben. Das hilft nicht. Damit wir zumindest nur ein System verlieren. Dragon Soul! Der 100 was? Der 100 Flashback incoming? Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Mr. Dragon Soul, merci für den Zwickel. Sensoren sind nicht mehr bemannt, befraut. Karl macht Sensoren! Karl! Das automatisierte Schiff angreifen. Jetzt müssen wir erstmal schießen. Jetzt schießen wir den. Oh, der hat schon 3 Schädel. Oh, der Teufel hat schon 3 Schädel. Eigentlich hätte ich jetzt gern 3 Raketen aktiv. Und 2 Drohnen hat er auch noch. Aber trotzdem, der kommt niemals durch unsere Schädel durch. Schießen wir mal. Schon eins auf den Schädel. So, und dann schießen wir einmal da geradeaus durch. Dann ist gleich Ruhe. Ist gleich Ruhe mit seinen 25 Schädeln. Wir cloaken uns einmal, dann kann er uns gar nichts. So, da haben wir hinten neu gepfeffert. So, der Rest geht komplett in das Schild hinein. Wir müssen nur umbenennen. Wer steht jetzt da eigentlich wo? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ist nicht mehr bemannt. Wir waren da vorher drin. Der Leirabur. Der Karl. Weißt du was? Der Karl, der geht jetzt ins Sensoren. So schaut's aus. 39 Scrap. Easy peasy. Oh! Wieso sehen wir mir jetzt da auf einmal so Sachen? Wieso? Den, wo wir rausgeschmissen haben, war da vorher drin. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Du hast Informationen aus der Drohne. Okay, habe ich wieder nicht gelesen. Das kommt davon, wenn du nicht liest. Ich hätte mich einfach drüber gefreut. So, was haben wir? Oh, was ist denn das, Alter? Okay. Waffensysteme check. Raketenwerfer. 5-fach-Laser, 3-fach-Laser, irgend sowas. Und so ein scheiß Dingsbums, so ein Bzzzt. Aber auch ein scheiß Teleporter. Den kriegen wir sowieso nicht frieg nur kaputt. Das heißt, volle Ballerei daher und cloaken. Ja, wenn du gecloakt bist, können sie dich auch nicht invaden. Jetzt warten wir auf den zweiten Schuss. Der zweite Schuss geht voll in... Oh, der weicht aber stark aus. Kruzifix. Okay. Oh, jetzt haben wir schon wieder Schlägerei. Schick mir Arm. Wulfric, du musst warten. So, gehen wir wieder rein. Jetzt habe ich nicht aufgepasst auf den Schuss. Sie fix. Aber wenn der Wulfric außer Gefecht ist natürlich schlecht. Wir kriegen mal Schaden. Okay, eins nach dem anderen. Oh, sie porten sie wieder zurück. Kommen unsere Schuhe so? Ja, und jetzt lasert man durch. Ich glaube, dass wir so am meisten erwischen. Ist schon Schluss. Gibt schon aufs Maul. So, du gehst die heilen. Die Scheißdrecksraketen! Ihr Pimmelberger! Cloaken! Alter, was war das für ein Todesschiff, Alter? Okay. Die wollten es wissen. Sag ich dir, was ist. Jetzt tust du mal so, damit sie die Typen da drin heilen. Du gehst da oben zum Heilen. Du gehst da oben zum Reparieren. Schaut gut aus. Ja, jetzt wird es ein bisschen stressiger. Ja, es darf sehr langsam werden. So, wie das ist, geht ja wieder mal jeder auf seinen Posten. Der Dwayne, wo war der Dwayne? Der geht zum... Da einer, du gehst da auf. Schaut gut aus. Ja, so lassen wir das. Schaut gut auf beide Seiten so ein Dings, passt. Ja, oben kommen wir nicht. Wieso kann ich von da oben nicht da fliegen? So, Kack! Upgrades. Ja, wir brauchen Upgrades, ich weiß schon. Kommt gleich. So, Upgrades.
Ich darf jetzt einmal vorschlagen, wir brauchen mal einmal ausweichen, rentiert sich noch. Ja? Wenn du jetzt da die Skala da anschaust, wir haben ja bei Level 4, wir haben ein Ausweichen 20%. Die nächste Stufe kostet 40 Scrap und bringt uns 5%. Der nächste Schritt kostet uns schon 60 Scrap nochmal, bringt aber nur 3% zusätzlich. Das heißt, einen bauen wir auf alle Fälle aus und den einen bauen wir auf alle Fälle aus. Annehmen. Dann, was können wir noch ausbauen? Dann darf ich einmal noch vorschlagen, dass wir mal Sensoren einmal ausbauen, Türen, wenn nicht sogar 2 mehr ausbauen. Da die Vorschlag. Waffen, das ist immer gut. Ich hab noch, ja. Eine Waffen können wir uns wahrscheinlich nicht mehr leisten. Sag ich dir, was ist, das kostet mir zu viel. Geschissen auf den Raketenwerfer. Wobei der Raketenwerfer nicht schaut. Da hast du auch nicht ganz unrecht. Machen wir jetzt auch so. Machen wir jetzt auch so und beten, dass wir noch genug Scrap zusammenkriegen, dass wir unseren Reaktor vollkriegen. Pass auf. Machen wir so. Okay. Springen wir da her. Und beten, dass wir nur ein paar Energie zusammenkriegen. Das Asteroidenfeld erkunden. Ja, die 73 kämen wie gerufen, Alter. 2-mal Energie ausbaut, einmal für die Waffe, schon ist unser Raketenwerfer mit online. Den habe ich jetzt einfach gern dabei für den Endboss dann. Ja? Und unsere Tarnung auch. Und Sensoren sind voll, Türen sind voll. Ab zum Ausgang. Und jetzt gibt es dann Kasala gleich. Außer es gibt jetzt noch schnell Kasala, weiß man noch nicht. Die Sensoren melden intelligente Lebensformen auf einem nahegelegenen Planeten. In der Datenbank findet sich kein passender Eintrag. Untersuchen! Du landest auf einem riesigen Feld, in dem kleine, bunte Pferdekreaturen mit 6 Beinen stehen. Sind das die Lebensformen, die deine Sensoren entdeckt haben? Versuchen dich friedlich zu verständigen. Das hört sich schon wieder nach so Spinnenviecher. Oh, hau bloß ab, verschwinden. Verschwinden. Jetzt ist nicht die Zeit für exobiologische Forschung. Du kehrst auf dein Schiff zurück. Abflug. Abflug. Dem traue ich nicht. Ich sag das, es ist, dem traue ich nicht. Letztes Gefecht. Ab zum Endboss. Spätestens überhaupt. Schon wieder halbe Zähne, Kruzifix. So, jetzt muss ich ein bisschen ruhiger lesen. Du erreichst einen Außenposten in der Nähe der Föderationsbasis. Mit deinen Codes kommst du problemlos durch die Sicherheitsschleusen und ein Offizier richtet eine direkte Verbindung zur Einsatzzentrale der Föderationsbasis ein. Admiral Tully wendet sich an dich. Was hat das zu bedeuten? Wer sind Sie? Ihm deine Mission erklären. Deine Ausführungen werden von den Offizieren mit zynischen und ungläubigen Kommentaren beantwortet. Dann meldet sich General Tursil von der Engi-Brigade zu Wort. Unsere Informationen legen mögliche Antwort auf Rebellentechnologie nahe. Alles oder nichts. Die Schwäche der gegnerischen Flotte erklären das Rebellenflaggschiff. Was? Ah ja, jetzt wirst du nochmal repariert, du kriegst nochmal Treibstoff. Ja, das läuft ja immer gleich. Wenn du jetzt dann stirbst, das Spiel geht und du fängst von vorne an. That's the game. That's part of the game. Gehört dazu. Tully antwortet. Dann ist es beschlossene Sache. Die Rebellen werden bald hier sein. Wir werden versuchen, ihre Kriegsschiffe aufzuhalten, aber sie müssen dieses Flaggschiff vernichten. Der Außenposten kann Reparaturen durchführen und ihnen Treibstoff überlassen. Und die anderen Reparaturstationen werden sie ebenfalls unterstützen. Viel Glück. Dankeschön. So. Das hier ist die letzte Map, wenn man so will. Map! Wir fahren mal da links unten an und da ist jetzt ein bisschen was anderes. Ja? Es gibt Stationen, wo du automatisch repariert wirst. Es gibt eine Basis. Und es gibt eben dieses Rebellenflaggschiff. Und das ist der Endboss. Und du siehst, wo der hinfliegt. Ja, der bewegt sich auf kürzestem Weg, eigentlich, ja, auf kürzestem Weg Richtung Basis. Wenn er 3 Runden lang, glaube ich, korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist, wenn er 3 Runden in der Basis steht, ohne dass du ihm angreifst und überlebst, ist das Spiel verloren. Ja, also da wirst du auch wieder indirekt dazu gezwungen, du musst jetzt gegen ihn kämpfen. So, was der wir fliegen jetzt in die Reparatur, ey. Das hilft dir sowieso nicht. So, was brauchen wir noch? So einen Punkt brauchen wir noch. Und dann Sprengi hat es eh gerade geschrieben, O2 und Medbay ausbauen für Schadenspuffer, bevor du den Schrott mit ins Grab nimmst. Den Schadenspuffer, den vergieß ich gern. Da hast du... Mal eine andere Frage. Kann man auch gegen die Flotte kämpfen? Ja, wenn es die einholt. Also du bist nicht automatisch tot, wenn die Flotte einholt, sondern du kämpfst halt dann gegen ein richtig starkes Schiff. Ich sage einmal, im letzten Drittel kannst, wenn du gut beieinander bist, glaube ich, so wie wir haben ja gut beieinander, glaube ich,
kannst du gegen das Schiff kämpfen und gewinnst. Aber am Anfang, in der ersten Hälfte, hast du normal, tust die normal hart. So. Annehmen. Haben wir einfach irgendwas geschenkt gekriegt. Passt, da ist jetzt noch mehr Shop. Ja, schauen wir mal, was da zum Kaufen gibt. Jetzt haben wir natürlich kein Scrap mehr. Und lass mich raten, jetzt gibt es die Waffen da, oder? Nein. Da haben wir ein HL1. Den Hodenlaser. Das ist der harte Laser 1. Was können wir das mal machen, gegen ein sicheres Schiff kämpfen? So wie mir das anschaut, es ist jetzt dann normalerweise gleich vorbei. Jetzt können wir es, glaube ich, nicht mehr machen. Weil wir halt im letzten System sind. Da kommt diese Flotte nicht mehr. Sondern nur noch das Flaggschiff. Und das Flaggschiff ist so stark, dass es lächerlich ist. Ja. Werden wir gleich sehen. So, ab in die Basis. Gehen wir mal daher. Ich glaube, da kommt sogar so ein Schiff. Du hast noch einen schweren Laser zu verkaufen. Was hab ich? So ein Schiff ist das, auf das du dann triffst. Und das ist zu stark für dich in der ersten Hälfte. In der Regel. So, was jetzt ganz geil ist, unsere Sensoren sind weiter ausgebaut. Jetzt sehen wir mit den Ladebalken von den Gegnerschiffe. Wann die schießen. Sehr nützlich. Sie haben schon wieder einen scheiß Teleporter, kriege ich schon wieder das Kotzen, muss ich glauben. Dann schießen wir da sofort einmal Vollgas in die Waffensysteme rein. Ja, und dann nehmen wir unseren Speer. Fahren wir da einmal sauber durch. Bzzzt. Und dann schießt man noch, weiß ich nicht, wir haben 24 Raketen, Alter. Wo schießt man hin? Ja, nochmal ins Waffensystem rein. Bumm. Sehr schön. Piu, piu, piu. A lot of piu, piu. Oh, ein Speer lässt man. Und ein Artemis lässt man ins Schädel einschießen. So, wunderschön. So, unsere Türen sind verstärkt da unten. Das heißt, da kommen sie nicht so schnell durch. So, lassen wir das Schädel wegballern. Dann fährt der Laser nochmal durch. Können wir vielleicht schon mehr zusammen? Na, fahren wir mal auf der rechten Seite durch. Bzzz. Keine Kapitulation, verpisst euch. Wobei, das hätte ich jetzt eigentlich machen können, dann müsstet ihr jetzt nicht wieder kämpfen und heilen und behindert. Kämpfer. Wo ist die Mantis? Die Mantis-Front. Einer da mit euch. So, ihr zwei geht's gleich mal heilen. Ihr zwei geht's da oben und prügelt es. Nein! Prügelt es zusammen. Mantis for the win! So, hier geht's auch wieder da einer. Piu! Piu, piu! Hackfleischlaser! So, aufheilen. Was mit der Tier? Machen wir zu. Da ist natürlich auch von Vorteil, wenn es jetzt da, pass auf, machen wir jetzt gleich mit das und das. Ja. Ich weiß nicht, für was wir unsere Energie sonst brauchen und das ist nicht mit bei. Dann heilt die auch schneller. Kannst nicht on the fly, kannst du die Energie verteilen. Dann haben die Sachen kurzzeitig schneller. So, ich darf jetzt einfach sagen, mit der wir da jetzt nicht recht viel, weil da kriegen wir, wenn, dann kriegen wir bloß dummen Schaden. Das bringt uns jetzt absolut gar nichts mehr. Haben wir mir noch was zum Verkaufen? Ja, einen schweren Laser haben wir noch zum Verkaufen. Haben wir mir in dem Shop was gehabt, was mich interessiert? Auch nicht wirklich, gell? Dann warten wir einfach. Bist voll gelevelt jetzt, oder? Eigentlich ja. Also du kannst schon noch immer noch hergehen und sagen, Sauerstoff baut man nur auf 3 aus, weil warum nicht? Medbay baust auf 3 aus, warum nicht? Wenn du noch mehr hast, ja? Oder dein Antrieb und alles irgendwie. Das auch gehen. Ist aber nicht so super wichtig. Wir stehen super da, wir haben ein super Waffensystem beieinander. Ist eigentlich alles ganz cool. Ich würde jetzt sagen, wir warten mal. Ja? Wir warten jetzt, bam. Schiff springt weiter und ist jetzt da herunten. Wir stellen uns jetzt in die Basis ein. Und jetzt gibt's Kasala. Pilotensystem +1. Wieso? Was bringt das? Du erreichst die Föderationsbasis. Ein Großteil der Flotte ist gerade in einem Kampf mit Rebellen verwickelt. Weil es das hast. Ach so meinst du. Meinst das, weil wir einfach weil wir es kennen. Das habe ich sowieso nicht ganz verstanden, was das bringt genau. Pilotensystem. Für Ausweichmanöver und Sprünge ist ein Crewmitglied möglich. Da steht 50%. Warte mal. Da muss ich kurz auf Zeiten gehen. Da steht. Ich weiß nicht, wo ich hindeuten muss. Da. Stufe 2, Auto 50% ausweichen. Bemannt ausweichen +7. Verstehe ich nicht. Wenn es kaputt geht, hast du.
und der ersten Schaden macht's nicht kaputt. Wenn's kaputt geht, hast du 0 Dodge. Verstehe. Alles klar, aber was hat's mit dem Ausweichen auf sich? Das erschließt sich mir nicht ganz. Wir haben jetzt momentan eine Ausweichchance von 39%, das ist ganz stabil. Jo. Jetzt darf ich einfach sagen. Ja, jetzt müssen wir nochmal warten, dann kommt nämlich der Flakkreuzer zu uns und dann wird's kritisch. Wenn es nicht bemannt ist, hast du halt wenigstens die Hälfte. Ja, okay. Ja, okay, das macht Sinn. So, warten. Jetzt gibt's Kasala! Alter! Der ist ein bisschen dicker als die anderen. Da ist es. Das Rebellenflaggschiff. Wenn du dieses Monster zerstören kannst, hat die Föderation wieder eine Chance. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So. Und ja, der cloakt sie erstmal. Das ist genau das gleiche, was wir mir auch deren. Genau das gleiche, der wir mir. Der wir gar nicht lange umeinander. Cloaken, passiert erstmal gar nichts. Okay? Und abwarten. So. Seine Waffen lohnen sie jetzt auch nicht auf. Unsere aber schon, weil sie. So, Pause. Pause. Jetzt. Der hat nur 3 Schilde. Das stimmt. Ich habe eigentlich gemeint, er hat 4. Der kriegt schon nur 4. Abwarten. Das ist nicht. Der kommt 3-mal. So, der hat 4 Waffensysteme. Die schlimmste für uns ist der da. Das ist der scheiß Raketenwerfer. Der einfach durch unser Schädel durchschießt. Das heißt, den gilt es um alles in der Welt auszuschalten. Das heißt, da schießt man erst einmal unsere Raketen ein, dann schießt man beide unsere Laser ein und schauen wir und hoffen wir. Ja? So. Schauen wir. So, jetzt hab ich schon wieder pennt. Jetzt müssen wir mit dem Laser muss ich da durchfahren, weil es mehr Schaden macht. Hilft nicht. Ja, passt. Raketenwerfer down. Raketenwerfer down, das ist das Wichtigste. Mit Glück kommt er mit den anderen Waffen auch durch. Aber normalerweise nicht. So, sein Schädel ist ein bisschen angeschlagen, schaut alles gut aus. Wir laden sofort wieder nach. Raketenwerfer pausieren, die 2 Laser lässt man schießen, sobald sie können. So. Erst einmal saubere Raketen mitten ins Schädel. Jawohl! Crewmitglied da drin ist down, er hat einen Bruch in der Hülle. Ein Speer lässt man, dann der nächste Runde. Ja, Alter, war der einfach. Jetzt sind wir mir stark. Gut, wir spielen auch vielleicht, muss man auch dazu sagen. Oh shit, jetzt habe ich wieder geschlafen! Grüezi fix, da fahren wir noch mehr einfach durch da. 4. Nein, nicht 4. 3. Bzzzt. Bzzzt. Jetzt hast du aber Dusel gehabt, mein Freund. Ja, schau, der trifft uns ja nie. Das ist ja lächerlich! So, cloaken wir uns auch. Wir cloaken uns, total verfehlt, feiert überhaupt nichts. Wir laden unsere Waffen auf. So. Gleich mit Raketen hinten nach. Wo haben wir die Raketen hingeschossen? Warum schießen die Raketen da oben? Wir Behinderte. Der Sprengi hätte nur gern seinen Skill ab. Ja, dafür müssen wir uns treffen lassen, oder? Und da ist er. Ja. Ah ja, jetzt ist er abgehauen. So, gerade als du die Oberhand gewinnst. Alter, war der einfach jetzt? Der war doch noch nie so einfach. What the fuck? Ist der auf leicht einfacher? Ist er da anders als auf normal? Oder haben wir mir einfach gnadenlos overpowered? Ich glaube eher zweites. Aber er kommt nochmal. Auf normal hat er 4 Schilde in der ersten Phase. Ah, okay. Mich hat es auch gewundert. Weil ich es halt anders gewohnt bin. Ich spiele normal, spiele auf normal, nicht auf leicht. Auf hart gebe ich es mir nicht, weil da ist Smarts lästig. So, das ist der Bürgerbonus, hätte ich gesagt. Ja, Herr Synox, das sehe ich genauso. So, wir fliegen mir ihm straight nach. Wenn man nicht einen Schaden kriegt, aufs Maul kannst du haben. So, jetzt kommt er nochmal. Bam. Jetzt schaut er ein bisschen anders aus. Normalerweise. Bete mir zumindest ein. Normalerweise hat er jetzt einen Teleporter. Und so ein grünes Schädel, das man erst wegschießen muss. Du verfolgst das Flaggschiff und stellst fest, dass es vom letzten Kampf noch schwer beschädigt ist. Ja, da feiert einfach die linke Seite. Die Sensoren melden, dass es viel Energie in die Drohnen umgeleitet hat, auf Gefechtsstation. So, der hat, jetzt hat er Drohnen. Ja, also er wird nicht schwächer, er wird stärker. Kommt jetzt darauf, wie viele Drohnen da umeinander fliegen. Wahrscheinlich, keine Ahnung.
2 Stück, okay? Das ist so ein Beamlaser, der kann unserem Schädel nichts. Das ist eine, die macht Piu-Piu. Und er hat seine anderen 3 Waffensysteme noch. Und er hat eine Abwehrdrohne, die Drecksau. Das heißt, ich kann ihm jetzt meine Raketen, werde ich ihm nicht schießen, nicht schicken können. Trotzdem probieren wir es. Die schickt man einfach ins Raketensystem. Den ersten Laser rein, den zweiten Laser rein. Und Cloak. Und los geht's. Ja. Und dann einen Speer durchfahren lassen. Ist das Ding rot? Nein, ist es nicht. Kriegen wir das so vielleicht, dass ich da nochmal auch durchfahre? Ja, das schaut doch stabil aus. Ja, haben wir nicht alles erwischt. Aber egal. Ja, war ganz okay. War ganz okay. Sie können uns gerade nichts tun. Wir sind im Cloak. Unsere Raketen kommt natürlich nicht an. Ein Speer lassen wir wieder aus und warten wir auf die nächste Raketensalve. Rakete sparen wir uns. Können wir nicht brauchen. Piu, piu, piu. Schädel ist weg. Wir nehmen einen Speer, wir fahren mal sicherheitshalber durch. Alter, da kannst du voll durch voll das Zeug da durchfahren. Psst, ja, Schaden ohne Ende. Schaden ohne Ende. Weißt du was? Probieren wir es einmal, schießen wir mal Raketen durch, vielleicht erwischt das nicht. Doch. Sechstes! Der schießt dann diese Verteidigungsdrohne von ihm, schießt mehr Raketen zusammen. Da steht da so verfehlt. Sagt man nicht gescheit, aber egal. Also, Warnung, Energiespitze entdeckt. Was für Energiespitze? Der soll mich in Ruhe lassen. So, die nächste Waffenladung schießt man da auf. Und die nächste Lasersalve schießt man ins Schädel rein. Ah! Okay, spreng. Nein, nicht, der Wolfreak wird angegriffen. So, jetzt kommt's drauf zusammen. Da, Mantis mit dem Schädel, mit den Türen brauchen wir nicht alles da und kämpfen. So, und mir schießt man Vollgas ins Drohnendepot. Raketen schalten wir aus. Und wenn das nächste Mal. Alter, haben die. Cloaky. So, und jetzt sofort die Drohnen ausschalten, Alter. Alter Verwalter, bist du bescheuert oder was? Brudi. So nicht, mein Alter, hat mir der jetzt auf einmal viel Damage gemacht. Ausweichmanöver! Sprengi! Was ist denn da eigentlich passiert? Hovergas! Alter, warum einfach so 25 Euro? Ich verstehe die Frage nicht. Was ist denn da jetzt passiert? Ich bin zusammengeschaut, du wolltest mich wieder ablenken. Ja, du wolltest, dass ich stirb, du Hammi. Hovergas! Fix mich! Stop it! 25 Euro und das ohne Nachricht ist einfach zu viel. Das ist zu viel, Brudi. Bussi aufs Nussi, ganz herzliches Dankeschön, ist eh klar. Und ein bisschen auf die Bandscheibe von hinten, unten, links. Und die zweite von oben. Das wird nach zwei Jahren wird es auch nicht weniger behindert, gell? Ich weiß es nicht. Hovergas, merci dir! Bussi aufs Nussi, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hovergas, schreib mir wenigstens was in den Chat rein an. Irgendwas! Hallo! Wo ist er? Bussi auf die Bandscheibe von hinten, unten, links, ich verreck. Ja, was soll ich denn sagen? Was soll ich machen? So, ich muss jetzt den komischen Steuerbrocker da zusammenschlagen. So, der Speer bleibt. Ist seine Verteidigungsdrohne noch online? Ja. Oh, jetzt geht Luft aus da drin. Was ist denn jetzt wieder los? Hirsche! Lenkt's mir nicht ab, jetzt ihr Zigeuner! Schluss! Da ist er hin, da geht er heim! Heim! Schicke die heim! So, jetzt müssen wir aber reparieren, Alter. Müssen wir reparieren und heilen. So, du gehst reparieren. Du gehst da reparieren. Hat sich schon erledigt mit dem Reparieren. Hirschi! Gruß Gott, der, alles klar, ich war schon lange nicht mehr da, weil ich keine Zeit finde und weil es tust, dass es so schön ist. Du, das ist im Sommer eh klar. Das ist ja eh klar, das ist ja nicht schlimm. Hirschi, welcome back, ne? Er hat ein Gas, das war die Nachricht. Hab ein Gas. Okay. Dann lass dir dein Gas schmecken. Wer auch immer du bist. Dankeschön. So. Sprengi, du musst die heilen, hab ich gesehen. Wölfchen, du musst die auch heilen. Wir hatten die aufs Maul geschossen, da hinten vorne drin. Die sind von der Gegner-Crew. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Ja, ich glaube auch. Die haben gehört, Ausweichmanöver, dann haben sie gesagt, Ablenkungsmanöver. So, Dwayne, du musst die auch noch schnell heilen, weil ich glaube, der nächste invaded. Der nächste Boss schickt uns Crewmitglieder zum Schlägern. So, Dwayne, aufheilen, Kim. Okay, und wieder zurück auf die Positionen. Schaut gut aus, schaut gut aus. Ja, der hat die Energie da rein. Können wir irgendwas kaufen? Können wir noch irgendwas kaufen? Keine Ahnung. Sensoren.
Sensoren möchte ich haben. Damit wir beim Gegner sehen, wann er schießt. Ich passe zwar wahrscheinlich eh nicht auf, aber sicher ist hier. Sonst ist alles repariert, jeder auf seiner Position. Und dann da die sagen, fliegen wir dem Schiff mal hinten nach. Ja, der möchte natürlich zur Basis, das ist die Spielmechanik dahinter. Sind das Drohnenreste? Ja, die da mittendrin liegen. Ja, schaut ein bisschen komisch aus gerade, gell? Da auch. So, fliegen wir ihm nach. Das ist jetzt der letzte Kampf. Jetzt bin ich gespannt, ob wir es schaffen oder nicht. Du weißt nicht, wie es trotz der Schäden noch kämpfen kann. Offenbar hat es auch Energie zum Teleporter umgeleitet. Oh, jetzt haben es Crewmitglieder zum... Wir haben ja Gott sei Dank verstärkte Türen, vielleicht hätten wir die ausbauen sollen. Ist das eine Art Superwaffe? Mach dich bereit, jetzt zählt es. Okay. Das heißt, wieder Raketenwerfer ausschalten und das Einzige, was uns gefährlich werden kann, ist sein geschissenes Crewmitglied, das er uns da schickt. Raketenwerfer... Ach, der hat... Und er hat so ein Schüttel, wo wir ein bisschen brauchen, bis wir drauf schießen. Ich weiß nicht einmal, ob dort Raketen durchkommt. Bin ich mir nicht sicher. Ich lasse auch einen Speer durchfahren. Ich sage das, was ist, weil ich glaube, der macht auch Schaden. So. Dann gehen wir uns cloaken. Wir schicken unseren Mantis da mit zum Kämpfer. Das geht schnell. Okay, schaut gut aus. Schaut gut aus. Alles cool. Alles cool. Ja, wir treffen leider Gottes sein... So, Schädel wieder aufbauen. Jetzt werden wir wahrscheinlich einmal wieder die Raketen noch nicht fangen. Sag ich dir, was es ist. So, Lyra, du heilst die mal. Ah, schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. So, einen Speer machen wir wieder manuell. Oh, jetzt schickt er uns noch mit 2. Ah, das Wölfchen wird angegriffen! Wölfchen! Das sind die Türen. Brauchen wir eigentlich nicht. Warte mal. Schickt mir Mantis zur Hilfe. So, das ist recht. Der Speer ist noch nicht ready. Ja, passt schon. Passt schon, passt schon. Du gehst da schon mal um. Alter, was war denn das? Weiß ich nicht. So, schießt ihm das Schädel weg. Hat nicht gelangt, hat nicht gelangt. Wo schießt man? Die Raketen schießt man auf das Ding. Wölfchen, du gehst die heilen. Du gehst da einer zum Schlägern. Du gehst die auch heilen. So, jetzt aber. Speerchen, wo schießt du durch? Du schießt einmal komplett da durch die Bude. Ja, das hat gesessen. Das hat sauber gesessen. Oh, haben wir jetzt ein Crewmitglied verloren. So, Schädel ist down. Wir machen einen Speer wieder manuell und das auch. Jetzt nicht ablegen! Hirschi! Kauf dir davor mal 2 Eis! Hirschi, da kaufe ich mir Kugeleis und der Bürgerin. Bussi aufs Nussi, danke dir. Cloak! Richtig, Cloak haben wir ja auch noch. Voll vergessen. Ich spiele so selten. Silent Talk. Und ihre... Was ist mit der Crew? Sie können nicht auf Pause drücken. Na, wo ist die Crew gestanden? Nein! Ein Spiel von Subset Games. Idee von Matthew Davis und Justin Marr. Weiterer Autor... Jetzt habe ich es nicht vorlesen können. Da ist riesengroß Flash Spult unten gestanden. Silent Talk. Schöne Grüße an die nette Dame von letzten Sonntag, die beim Chinesen... Was? Sonntag beim Chinesen, die mich wegen mein Vollbier-Squad Leiberl angeredet hat. Hashtag Bürger verbindet. Hast du es wenigstens zusammengehauen? Hat er nicht gesagt. Entschuldigung, war schon so. Silent Talk, merci für deinen Fünfer. Oh, ich hoffe, Sie hatten ein nettes Gespräch. Na los. Vollbier-Merch, größer gleich Tinder. Easy. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu segeln. Herr Leierbuhr, wo ist die Crew? Wo ist die Crew? Teil des Schiffs, Teil der Crew. War's das schon? Und das, also da haben wir jetzt fast, ich sage jetzt mal 3 Stunden gespielt. Gut, ich habe mir eine Zeit lang, normal geht das um einiges schneller. Ah, da lese ich nicht mehr, ich klicke bloß noch weiter, schießt zusammen, laber nicht, bla, kauf, gibt, geh weiter. Ah, da bist du schnell. Ich sage mal, so
So eine Runde dauert, wie lange dauert so eine Runde? Ich habe keine Ahnung, eine halbe Stunde ungefähr. Und normalerweise, wenn du das Spiel einigermaßen raus hast, dann kommst du ziemlich gut. Eher eine Stunde, echt? Ja, wahrscheinlich vergieße ich halbe Zeit, so krass bei dem Spiel. Eins der besten Spiele, die so fucking simpel sind. Und wir haben ja noch lange nicht alles gesehen. Ja? Jetzt aktivieren wir mal einen Advanced-Modus, dann gibt es mehr Waffen, dann gibt es mehr verschiedene Systeme und lauter so ein Scheiß mit Gedankenkontrolle. Dann kannst du im Gegnerschiff die Crew manipulieren. Was gibt's noch? Dann gibt's ganz neue Waffentypen und lauter so ein Scheiß. Das ist schon ganz witzig. Also das ist noch lange nicht alles, was zum Sehen gibt. Und das ist halt was, das Quests, Secrets, Achievements richtig sprengen. Richtig. So. Und jetzt halt Escape. Glückwunsch! Du hast es in das Rebellenflaggschiff... Ich bin so behindert zum Lesen. Ey. Glückwunsch! Du hast das Rebellenflaggschiff... Flaggschiff! Besiegt und so der Föderation den Sieg beschert. Punkte 3512. Gehen wir Statistik, Alter. Ich habe jetzt selber vorher nicht fake gespielt. Wo haben wir mir? Da, der Fischadler. Da, Flash spielt. Rang 4. Das sind die habe ich gespielt. Das sind aber die erweiterten, glaube ich. Das war Sieg. Das war kein Sieg. Sieg, kein Sieg. Kann man da nicht nochmal nachschauen? Sektor 8, Sektor 8, Sektor 8. Haben da auch Frauen gespendet, was wo? Gibt's dann Texaner für die Crew plus 10 Waffen minus 10 Reload da? Ja, so ähnlich. Fix, auf Twitch ist dein Chat kaputt. Ich kann nichts schreiben. Ich glaube nicht, dass dann mein Chat kaputt ist, wenn der Rest auf Twitch schreibt. Ganz normal. Ich bin nicht sicher, ob da mein Chat kaputt ist. Ich glaube nicht. Ich lehne mir jetzt mal aus dem Fenster und sage, ich glaube nicht. Ja, beste Crew EU West, oder? So, und jetzt, wo wir das Spiel so jetzt ist vorbei. Also jetzt ist eine Runde vorbei. Die Motivation besteht ja darin, das immer und immer wieder zu machen. Ja? Andere Builds auszuprobieren. Noch stärker zu werden wie beim letzten Mal. Und natürlich nicht auf leicht zum Spielen, sondern halt auf normal oder vielleicht sogar auf schwer. Und dann hat es der Boss so ordentlich, und das hat jetzt vielleicht einfach ausgeschaut. Wir haben fast keinen Schaden gekriegt. Einmal kurz, ja, ist ein bisschen kurz außer Kontrolle geraten. Aber trust me, wenn du das erste Mal das Ding spielst, dann fickt dich der Boss so her, dass du nicht mehr weißt, wie es heißt. Ah? Scheiß auf Grafik, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass das nicht wichtig ist. Eines der besten Spiele der letzten 10 Jahre. Der Sonntag-Ruhetag schreibt bei der Kickstarter-Founding vom Spiel. Was kommt nächste Woche? Jodelmax, das ist eine gute Frage. Du weißt, für was ich nächste Woche war. Also entweder haben wir Factorio oder den Nachfolger hiervon. Also, das ist nicht das gleiche Spiel, es ist ein anderes Spiel, komplett ein anderes Spiel, aber von denen Leuten, die Faster Than Light gemacht haben. Heißt Into the Breach. Ein Strategie-Fucking-Meisterwerk. Felix! Deine Mutter ist ein Flaggschiff. Deine Mutter ist ein Flaggschiff, Alter! Merci für dein Zwickel. Das ist mir eigentlich nächste Woche relativ wurscht. Also am Montag werden wir auf alle Fälle nochmal, da haben die Leute hart Bock gehabt offensichtlich, auf Video-Review. Ich werde mir bloß ein bisschen andere Thumbnails noch zusammenbauen, das Format vielleicht ein bisschen anders nennen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich direkt einfach Birger reagiert, weil was anderes ist es nicht. Außerdem ist es nun mal der YouTube-Jargon, ich kann es auch nicht ändern. Oder halt einfach Video-Review. Und am Mittwoch dann, weiß ich nicht, wo man der Oschi hängt. Aber damit es ein bisschen zusammenpasst, also eine Runden Faster Than Light und eine Runden Birger überreagiert. Der ist nicht schlecht. Mr. Leiraburt, der ist nicht schlecht. Birger Senf zu. Punkt. Deppball-Videos. Ich weiß ja vorher nicht, was wir uns anschauen. Aber mittlerweile hoffe ich, habt ihr so verstanden, was der Plan vom Format ist. Was für Videos das einer schickt und was ich halt gnadenlos ignorieren werde. Bin ich gespannt, ob es besser oder schlechter wird. Wir werden sehen. So, jetzt gehen wir mal Hauptmenü. Brudi, gehen wir Hauptmenü. Jetzt kann ich endlich wieder Faster Than Light spielen. Offstream. Kruzifix. Panda Lifestyle, merci für den Euro. Bussi aufs Nuss. Hey! Rage Me, Birger.
Deine nächste Rakete heißt bitte rote Rakete, wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Ich war beim ersten Mal schon enttäuscht, dass die nicht rote Rakete geheißen hat. Neues Spiel! So, und jetzt sagst du, jetzt, wo man sich ein bisschen auskennt. Ja? Ich sage mal, vor 2 Wochen, wenn wir das erste Mal gespielt haben, hat ein Großteil dieses Spiel gar nicht kennt. Jetzt stellst du vor, das war unser Schiff. Ja? So haben wir gestartet. Und jetzt gibt es halt natürlich noch andere. Das ist die Kestrel. Dann gibt es noch die Taurus. Ja? Hat eine andere Form, hat eine grundlegend andere Crew, hat grundlegend andere Waffen, so zum Startweg so eine Ionenkanone und Drohnen. Und dann gibt es noch eine, das ist der Fischadler. Der hat einen Super Fick Laser 2, ziemlich fake Crew und eine Spezialwaffe, wenn man so will. Das ist das Ding da herunten. Das ist ein automatischer Laser, der eine Minute braucht, bis er sich auflädt, aber dann Vollgas einrasiert. Und Inhalte der Advanced Edition natürlich aktivieren. Dann gibt es haufenweise Module zum Finden, viel mehr Waffen und. Also ich kann das Spiel. Das ist keine Werbung. Muss ich mir dazu sagen, das ist keine Werbung. Ich bin einfach nur begeistert von dem Spiel. Und ich glaube, vor 2 Wochen hat es 2,50 Euro gekostet auf Steam. Kann sein, dass es mittlerweile 10 Euro wieder kostet. Ich weiß es nicht. Aber für 2,50 Euro hast du einen wunderbaren Zeitvertreib, der auf jedem Kartoffel-PC läuft. Ja. Was birgen welche Videos? Was, du bist von mir enttäuscht? Frechheit. Bin ich nicht. Natürlich nicht. 2,50 Euro sind ein Seidel Bier. Oh nein! Stell dir vor, ein Seidel Bier kann in 4 Sekunden leer sein. Mit dem Spiel kannst du 1000 Stunden Spaß haben. Es ist Schleichwerbung, nennen wir es Schleichwerbung, ja. So. Und da ich krank bin, ich sag das, was es ist, vielleicht hört man es auch ein wenig. Ich mag jetzt nicht nur ein Spiel anfangen. Wir können uns noch ein bisschen unterhalten. Da, ich habe sogar einen Beweis. Ich habe einen Beweis dabei. Achtung! Ich habe einen Schwangerschaftstest dabei. Da, hast du das. Ja. Darf ich nicht zu lange sagen, weil sonst sperrt mich YouTube. Man darf ja nicht über Corona reden. Das ist übrigens kein Witz. Heute habe ich mich getestet, bin positiv. Aber mir fällt nicht viel. Ja, Sonntag war schlimm. Das habt ihr am Montag auch gespannt, glaube ich. Da ist es mir schlechter gegangen wie heute. Vorher waren ja noch nicht so viele Leute da und ich habe es ja jetzt noch nicht gesagt. So. Ich bin positiv. Ja, schade. Mir fällt aber nicht viel. Um Gottes Willen, ich glaube, es ist schon wieder am absteigenden Ast. Glückwunsch, was wird's denn? Noch ein Gnädel. Es wären 4 Gnädel. Oh nein, Birger muss sterben. Ich muss nicht sterben. Also, aber wie gesagt, ich bin einer von diesen Ungeimpften und ich habe es als kleines Grippball abgetan und nicht mehr ist. Bis jetzt ist es auch nicht. Am Sonntag hat sie sich halt gepaart mit einem absoluten Todesvollrausch. Ja, Todesvollrausch war es nicht. Aber mit einem Rausch und einem absoluten Todeskater und dann krank werden. Ja, und noch leicht verkehrt, weil mit der kurzen Hosen am Morgen in der Früh irgendwo in der Stadt umeinander rennen und was weiß ich. Da hat es mich gescheit abbeitelt am Sonntag. Sag ich dir, was ist. Hier mit leicht Fieber oder Schwitzen wird Sau und Schüttelfrost und so. Bin ich halt nur am angelegen. Ja, da bin ich jetzt auch nicht gestorben. Das Schlimmste war, ich habe Kreuzweh gehabt, so krass. Kopfweh und Kreuzweh. Und das war das Schlimmste. Dann, das war am Montag auch immer noch so, aber es leicht schwitzig sei und fiebrig sei, ist weg gewesen, aber Kopfweh habe ich noch gehabt, wie Hölle. Und miert war ich halt wie Sau. Aber noch nichts von wegen Halsweh oder Husten oder Nasenrutzen oder so. Das fängt heute an. Das ist heute ist bis jetzt am schlimmsten, wie ich so nasal rede und ständig aufziehen muss oder halt schneizen muss. Ja, aber ansonsten, ich werde die nächsten Tage mich ruhig irgendwo hinlegen, ein bisschen Netflixen, ich werde nichts machen. Ich habe ein Video auf der Agenda noch bis zum Urlaub, wo ich eine Woche nicht da bin. Ja. Wir müssen als Triforce, als heilige Triforce noch fertig machen. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht jetzt? Da ist das letzte genau ein Jahr her. Jetzt Jahr mal ein Video, das kann ich auch. Weißt du eh. Oh mei, das ist nichts, gute Besserung. Schreiben mehrere übrigens, Dankeschön an alle. Um Gottes Willen, mir geht's wirklich nicht mir geht's nicht super toll, aber mir geht's nicht super gut auch, muss ich auch sagen. Bin immer noch leicht schwitzert und mir ist irgendwie warm und so und das liegt nicht, weil es jetzt sau heiß ist draußen, sondern das merkt man halt einfach. Wie ich es am Montag schon gesagt habe. Ja, Freunde der Sonne, ich habe schon 2 Reisch gehabt in meinem Leben, aber Schüttelfrost und Fieber habe ich noch nicht davon gekriegt. Ich bin krank oder wir krank oder was auch immer. Und heute habe ich mir gedacht, ja, jetzt machst du mal einen Test. Und dann habe ich gleich, also wirklich die Triebfall da auf, da, blub, 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 blub. Und wirklich, dann ist durchgefahren und war sofort raut, beide Striche. Und ich so, oh. Ja, fuck.
Ja, aber es ist halt what it is. Der Francis Johnson schreibt: Hey, I'm neue here in Niederbayern and I saw your videos and really interesting to hear the real Bayerisch and beer culture. Good speed. Your kind of typing and writing is very suspect to me. But welcome to Lower Bavaria. Have some fun. Okay, bye. So, für die PS4 5 ist es ja schon erhältlich. Was? Moss 2? Wie Moss 2? Müssen wir jetzt doch da nochmal Moss. Also einen Teufel werde ich tun und im Sommer mir die scheiß VR-Brille aufsetzen. Geil, Biffy. Ich wünsche eine gute Besserung. Merci dir und einen milden Verlauf. Ich glaube, den habe ich gehabt. Uns Corona vergeht auch wieder. Trink ein Stamperl Vic Medis-App für uns mit. Ich trinke tatsächlich gar nichts. Also ich nehme keinerlei Medikament. Gestern zum Einschlafen habe ich mal so ein Muskelrelaxan eingefressen, weil ich wirklich das Kreuzweh war das Schlimmste. Und die Bürgerin hat auch einen Körper gehabt. So richtig schlimm. Besser 2 Maß als Maß 2. Sprengi aus deinen Bratzen kommt auch nur der ultimative Blödschiss in einem Gatling-Gun gefeuert, das alles zu spät ist. Moss 2 soll ja noch besser sein als der erste. Verdammt, da müssen wir wirklich... Ich darf mich ja gefreien. Ja, also ich gebe euch Brief von Siegel nach der Sommerpause. Ich habe jetzt bis zur Sommerpause keine Bedenken, dass uns der Content ausgeht. Ja, es kommt dann, wir haben noch Retro-Reisen, wir haben ein Video-Review, ja, das ist super gut angekommen bei euch und ich habe auch voll Bock, das carried uns. Wir haben Into the Breach, wir haben ein Factorio, wir kann direkt vor der Sommerpause dann eigentlich auch nochmal Project Zomboid spielen. Ja, das hat auch nochmal ein Jahr mehr Entwicklung in sich. Das war eigentlich auch ganz witzig. Und der Stanley Parable. Ja, das ist mir momentan auch in die Recommendations habe ich das drin. Aber ich meine, vielleicht können wir uns das auch mal anschauen. Schreibt der Devil Driver Mikey. Für einen Micker war der Stanley Parable recht interessant. Ist um die 6 Stunden Spielzeit bei Steam. Die Hauptfigur hat einen langweiligen Bürojob und man muss rausfinden, warum Leute verschwinden. Mystery. Ich kenne es. Aber, also ich weiß nichts davon, aber ich kenne das Spiel. Streamwoche bitte. Was heißt Streamwoche bitte? Mit dir ist alle top. Das ist zu viel des Lobs, Herr Klein. Mal ein Horrorspiel, nicht mitten im Sommer. Herr Odin, das kommt wieder im Oktober, da wird es nur Horrorspiele geben. Nur. Was, V-Rising wäre eventuell auch mal was zum Reinschauen. Was ist das? Warum kenne ich V-Rising nicht? Ich muss auch momentan sagen, momentan ist auch Offstream bei mir ein bisschen Spieleflaute und allgemein Zockenflaute. Wir spielen mal Offstream ein bisschen Hell Let Loose, aber ist auch schon wieder so ein bisschen am absteigenden Ast. Und ich spiele ja Offstream momentan nicht viel. Sag ich dir ganz, es gibt halt momentan nichts. Das stimmt. Ganz ehrlich, Elden Ring hat die Messlatte so verfickt hochgelegt, dass mich nichts motiviert. Monkey Island 2, ja, möglicherweise auch noch vor der Sommerpause. Da ist er nicht mehr so lange hin, hab ich gespannt. So. Das sind noch 2 Monate. In 2 Monaten ist Sommerpause, 2,5. Ich komme mir zwar ein bisschen blöd vor, wenn ich im Juni dann einmal eine Woche Urlaub mache und im August dann 4. Also kann man langsam schon mal ankündigen. In 2 Wochen bin ich eine Woche weg. Da gibt es keinen Stream, kein Video, kein gar nichts. Da bin ich weg und ich werde wieder mal versuchen, dass ich mich so weit entferne von dem Kasten, wie ich kann. Also ich werde ja nicht online kommen oder sonst irgendwas. Da bin ich einfach quasi it's gone. Okay, bye. Und im August, da bin ich die erste Woche noch da, vielleicht je nachdem auch die ersten 2 und dann bin ich 4 Wochen weg. Ja? Oder mindestens 3. Wird wieder langweilig, ich weiß nicht, was es ist. Und im September geht es dann noch nach der Sommerpause, da ist dann eine Zeitumstellung, wenn man nicht alles täuscht, oder es wird zumindest wieder finster ab 8. Dann kann man anfangen über Horrorspiele noch zum Dingen und so weiter. Aber es wird auch alles verschoben. Ja, jetzt haben Starfield auch verschoben. Ja, das, was mein absolutes Highlight noch für dieses Jahr gewesen war, ist auf nächstes Jahr verschoben. Kann ich mir auch eine Kugel ins Gesicht schießen. Ich wüsste keinen einzigen AAA-Titel mehr, der dieses Jahr noch kommt. Keine Ahnung. Und ich bin den ganzen Juli weg. Also habe ich einen ganzen August Zeit zum Nachschauen. Stimmt auch wieder. Bei mir auch irgendwie bockt kein Game. Ja, momentan ist echt schlimm. Spielst halt einen Vampir und baust dir dein Schloss wieder auf. Okay. Was ist für eine Art von Spiel? Für den Horror Oktober Summer of 58. Das kenne ich nicht. Da muss ich mich erst... Ich habe auch momentan keine so eine Motivation, dass ich mich damit auseinandersetze, was kommt, weil eben nichts kommt. Deswegen kenne ich diese... Also entweder... Ich habe schon Angst gehabt, so es liegt vielleicht an mir, okay, wirst jetzt vielleicht doch
zu alt, dass die nicht mehr jeder Scheiß anspricht? Oder kämen einfach wirklich keine Spiele? Aber es kämen keine AAA-Spiele mehr dieses Jahr. Keine, die ich wüsste. Ansonsten hast du noch die Joy of Warhammer, das ist richtig. Aber da habe ich, glaube ich, auch erst wieder richtig Bock, wenn jetzt ist Sommer, ja, auf den habe ich jetzt erstmal Bock, das ist mir das Allerwichtigste. Ich habe Bock, dass es endlich draußen schön wird. Und sau heiß ist und ich habe Bock auf Urlaub. Ja. Deswegen freue ich mich so hart auf den Urlaub, weil ich einfach seit Weihnachten keinen gehabt habe. Das ist so ein halbes Jahr. Und ein halbes Jahr ist echt lang. Ein halbes Jahr kein Urlaub haben ist echt lang. Aber ich spare mir den halt einfach auf für den Sommer und dann nehme ich einfach immer einen schon im Juni und den Rest im August. Und deswegen freue ich mich. Atomic Heart soll ja eigentlich im Bär kommen. Aber da war ja was mit dem Entwicklerland. Ja, auch das. Schwierig. A Plague Tale Requiem. Das kommt drauf an, wann das kommt. Das wird doch auch wieder verschoben. Das garantiere ich doch. Garantiere doch, dass das verschoben wird. Auf die, okay, hast du recht. Ich glaube, das darf ich jetzt nicht als AAA-Titel bezeichnen, aber auch definitiv für mich ein AAA-Titel, auf den ich mich freue. Das Pflichtprogramm für den Stream ist, weil wir da einen ersten Teil schon gespielt haben damals und der völlig unerwartet super gut war. Super gut war. Ja. So, Kinder, es ist 5 nach 10. Ich werde jetzt noch ein Teeschall trinken, das sage ich dir, was ist. Dann werde ich, wenn ich nicht zu faul bin, noch sauber duschen gehen. Ansonsten muss ich das morgen irgendwann mal und dann stinge ich wieder wie ein Viech, aber ist eh wurscht. Habe Corona. Endlich wird es schön, von Hors hat keiner etwas gesagt. Na, heute war es schon gewaltig heiß, gell? Da findet man schon was. Ah? Also jetzt müssen wir die nächsten 2 Wochen noch zusammenbringen. Heute ist ja schon wieder Mittwoch, wir sehen uns übermorgen ja gar nicht. Also fortgehen werde ich am Wochenende auf keinen Fall. Auf überhaupt fucking gar keinen Fall werde ich am Wochenende fortgehen. Herr Marco Huber, kannst du meine letzte Nachricht lesen, bitte? Wo ist denn deine letzte Nachricht? Zum Abschluss vor der Sommerpause 5 Tage hintereinander livestreamen. Ah, Herr Huber, das wird nicht passieren. Sorry, was ist, das wird nicht passieren. Außerdem werden wir wieder eingeladen, uns sämtliche Präsentationen zum Schauen auf der E3, aber die ist ja abgesagt. Dann, ja. Ansonsten eher nicht. Wir wollen mal nicht übertreiben. Satisfactory wäre noch was zum Zocken. Das stimmt, das haben wir schon mal angefangen. Fürs Protokoll. Was ist mit Landi? Fürs Protokoll, jetzt habe ich es verstanden. Höre ich da Samstagstream? Nein, Herr Kaip, ich habe es nicht ausgesprochen wegen einem Samstagstream. Nein. Ich werde mich auskurieren, fein säuberlich. Ja? Das ist jetzt auch nicht todesschlimm, dass ich da sitze und bin ein wenig grau, ja, um Gottes Willen. Aber ich hätte gern bis zu meinem Urlaub Corona los, okay? Und das würde ich gerne sauber auskurieren. Sauber, ich werde den ganzen Tag schlafen, schon natürlich auch ein bisschen am PC sitzen und so. Muss ja das Video nur fertig kriegen, bis in 2 Wochen. Soll jetzt leicht hinhauen, aber bis zum Wochenende werde ich mal fucking gar nichts tun. Healing, schlafen, Teeschall saufen, bisschen umeinander geschäfteln, passt schon. Wenn der Postler ins Ausland liefert, ist er auch auskurieren. Oh, lecker Schattenkind. Au. Eine neue Reise vom Lee, die gibt es erst wieder nächstes Jahr. Die neue Reise vom Lee startet frühestens Januar 23, nach der Weihnachtsfeierpause. How to Corona machen. Darf ich nicht, weil das von YouTube automatisch gestrikt wird. Ist übrigens kein Witz, wird wirklich automatisch gestrikt. So. Jetzt schreiben wir. Das stimmt, Scam haben wir noch. Scam interessiert mich auch. Ja, also was für nach der Sommerpause sehe ich viel Potenzial drin. Sehen wir dann. Alles klar, dann eine gute Besserung und hau dich mit rein. Herr Kaip, merci dir. Der Eddie Gordo schreibt, er war mir da Entscheidung vom Schiri nicht einverstanden, darum hat er zu ihm gesagt, brauchst du nicht weiter noch scheißen, Schiri war ein Preis. Ich habe keine Ahnung, warum du mir das erzählst. Achso, du unterhältst dich gerade nicht beim. Also egal. So, Freunde der Sonne. Jetzt machen wir da mal die Musik aus, damit man mich auch anständig versteht. Jetzt, weißt du, was ich tun werde? Ich werde ein bisschen faster den Leuten spielen. Schauen, ob ich die anderen Schiffe freischalten kann. Da muss ich mich nicht anstrengen. Kann ich in meinem Sessel drin sitzen und weiß, dass was ist. Aber jetzt halt. So leid's mir tut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, war halt vielleicht. Ist einmal anders spät. Ist aber auch mitten im Sommerloch. Ja, ist ja klar. Und heute hat es 30 Grad gehabt, dass da keine 2000 Leute im Stream hocken, das ist mir auch klar. Es hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich heute ein bisschen kaputt bin. Ich zeige es gerne nochmal. Hier, habe einen Schwangerschaftstest. Es wird ein Gnädel.
Bin ein bisschen kaputt diese Woche. Helft nicht. Ich werde mich auskurieren. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Faster Than Light ist eines der besten Spiele der letzten 10 Jahre. Wenn nicht eines der besten Spiele jemals. Bitte pressen Sie Triple F für die Moderatoren. Ich bedanke mich für jeden Like. Wenn es euch gefällt hat, nicht vergessen, Dürme liken. Dürme liken, bevor es alle abhaut, weil sonst ist alles zu spät. Twitch geht auf YouTube und like da. Ja? So. Vielen Dank für die guten Besserungen. Ich werde mich auskurieren übers Wochenende. Wir sehen uns frühestens und spätestens am Montag mit einem Video-Review und was wir nächsten Mittwoch werden. Weiß ich noch nicht, vielleicht Into the Breach, vielleicht Factorio, vielleicht irgendwas anderes. Wir werden sehen, vielleicht haben wir wieder Transport Fever oder Rimworld. Haben wir auch noch. Ja, das kriegen wir schon voll. Das wäre ja gelacht. Und jetzt würde ich sagen, schleicht euch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Donations, vielen Dank für die Mitgliedschaften. Vielen Dank für alles. Ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende. Ich werde mir jetzt zur Ruhe legen. Hashtag Stötzen. Stötzenstraps. Freunde der Sonne, vielen Dank. Haut euch eine. Habe! Wenigstens habe ich heute keinen Kopfweh mehr. Das ist einmal viel wert. Habe die Ehre und Merci und niemals vergessen. Hashtag Stötzenstrapsen. Abhauen jetzt. Gute Nacht miteinander. Bis Montag habe ich die